Greifen eben schneller mal zum Alkohol. Während all dem Stress den Alltag mal vergessen, hey, das darf man wohl. Sie und ich, wir kennen uns nicht sehr lang und doch sind wir das beide so. Blitze zucken durch die Nacht, Meteoriten hageln in den Zoo. Und ich schau sie mir an und ich rede mit ihr ohne Hintergedanken bis nachts um 3:30. Und ich merke, wie ich mich so langsam verliere und mich in dieser Frau einfach völlig verehre. Ich hab das Gefühl und ich will, dass es geht, weil ich weiß, dass es wieder mal alles verdreht. Weiß nicht, ob ich verstehe, wie ich verstehen soll, denn mein Speicher ist voll. Ich glaub, ich sollte jetzt lieber gehen. Ansonsten tut es wieder weh. Draußen dunkel, wir sind hell, ich hab die Fackel und der Bellen und sie schaut mich an und zwar ziemlich lang. Steht sie Knalle oder nicht, oder verstehe ich ihr Gesicht, so wie die Anleitung zu einem indonesischen Gericht. Ich mal mir Bilder aus, ein Himmel strahlend blau, will doch die Bremse ziehen, werd aus mir nicht schlau. Komm, nimm den Notausgang, spring aus dem Wagen raus, nimm den Verstand bei der Hand und geh mit ihm nach Haus. Ich hab das Gefühl und ich will, dass es geht, weil ich weiß, dass es wieder mal alles verdreht. Weiß nicht, ob ich verstehe, wie ich verstehen soll, denn mein Speicher ist voll. Ich glaub, ich sollte jetzt lieber gehen. Ansonsten tut es wieder weh. Ich glaub, ich sollte jetzt lieber gehen. Ansonsten tut es wieder weh. Bin ich blind und nicht taub, hab's gehört und geglaubt, hab's gesehen, doch ich trau mir selber nicht. Bleibt sie hier, will sie gehen, wie soll ich sie verstehen? Was macht ihr Mund auf meinem? Kann das hier wirklich sein? Und ich denk so bei mir, scheiße Mann, es ist wieder mal kurz vor 3:30. Und ich merke, wie ich mich so langsam verehre und mich in dieser Frau einfach völlig verliere. Ich hab das Gefühl und ich will, dass es geht, weil ich weiß, dass es wieder mal alles verdreht. Weiß nicht, ob ich verstehe, wie ich verstehen soll, denn mein Speicher ist voll. Ich glaub, ich sollte jetzt lieber gehen. Ansonsten tut es wieder weh. Ich glaub, ich sollte es lieber gehen. Ansonsten tut es wieder weh. Oh, 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 oh. 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 It's a classic, me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me, have I gone insane? Talking to myself cause I don't know what to say. Cause you let go and now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone. Sometimes you gotta lose somebody just to find out you really love someone. Sometimes you gotta lose somebody just to find out.
it's too late. Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. I knew I should've stayed, cause now you're moving on. I just don't know what to say, cause you let go. And now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone. Someone, you gotta lose somebody. Sie war kettenschlank und manchmal nahm er sie aus seinem Schrank. Da machte er Musik und legte zärtlich die Hand um sie. Er spielte Rock'n'Roll, er spielte Dixieland und war bekannt als die One-Man-Mountain-Band. Er sagte, durch sie allein ist die Welt voll Musik. Sie gibt mir alles und vergisst mich nie. Sie ist meine Sweet Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, der kann mich sicher verstehen. Ja, sie ist meine Sweet Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, weiß nur ein Alphorn klingt so schön. Ja. Kam, nahm er sie in den Arm, wo er sie liebevoll auseinander nahm. Doch vorher spielte er nochmal im Dixie-Stil. Und in die tiefe Nacht die Leute aufgewacht und haben sich beschwert. Dann hat er nur gelacht, er sagte, ich lade euch ein und wir feiern ein Fest, weil meine Lady noch nicht schlafen will. Sie ist meine Sweet Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, der kann mich sicher verstehen. Ja, sie ist meine Sweet Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, weiß nur ein Alphorn klingt so schön. Ja.
meine Swiss Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, der kann mich sicher verstehen. Sie ist meine Swiss Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, weiß nur ein Alphorn klingt so schön. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Ausgabe von Total Genial. Heute dabei, wie immer, der Wilo. Zudem haben wir auch noch andere Gäste, wie unter anderem der Flippi, Peace. und am Schluss auch noch dabei, wie Debbie. Hallöli! So, mit dem haben wir auch gesagt, er hat wieder coole 8 Wochen aufgestellt, ab 80, weil ich spannend, was ich noch vorhin erwartet, haben wir euch Chat, denkt ihr, wie viele Orte sind 8 Wochen? 5. Alle natürlich! Ich kenne den Purzel. All in. Alle. Das schaffen wir schon. Ali, sagt er ja. Okay, all. Super, dann würde ich sagen, also wir gerade schon mal los mit der ersten Frage. Sind wir ready für die erste Frage? Nein. Doch, alles gut. Frage Nummer 1. Könnt ihr wissen? Sag ich nicht wieder Frage. Was ist im Dezember 2020 passiert, dass die Polizei Ermittler am Bodensee hat müssen nachgehen und nach ca. 1 Monat wieder abgebrochen hat? Oh. Eine Vermittlung. Ja. Okay. Du hast doch oben unterbefragt, du kannst Dings viel grösser machen. Nein, weißt du, ab und drunter, unterbefragt und. Genau so. Woo! Ja, ich hätte mal Ansatzmöglichkeit geben, um euch 8 Fragen zu beantworten, statt dass ihr klatschen, wenn ich was Gutes mache. Ich bin müde, dass ich nicht mehr geklatscht, ist gut. Was meinst du mit Vermittlung? Ihr habt es nicht gewusst, also Frage Nummer 1 nicht gewusst, dann fangen wir an Frage Nummer 2. Vermittlung so wie- ist halt... So wie auf Tinder oder was? Ist es ein Verbrechen gewesen und nachher ist es gleich kein Verbrechen gewesen, hat man herausgefunden. Nein. Also... Nein. Hat es so damit zu, dass sich das Gesetz geändert hat von letzten Jahr zu diesem Jahr? Nein. Es ist in dem Jahr nachher verjährt. Also ab 2023 gilt es nicht mehr, darum haben sie aufgehört. Nein. Also es ist quasi vor 9 Jahren einer umgebracht worden und dann ist es auf 10 Jahre und dann ist er unschuldig geworden, oder was? Und den gar nicht gefunden meinst? Ja, nein, sie haben ihn gefunden, aber erst einen Tag nachdem es dann das 10-Jährige quasi... Einige werden sich verhaftet, aber sie sind schon gut. 10 Jahre abgelaufen. Ist es Nein. eigentlich Ich glaube, mit Vermittlung ist ein Weißt du, Ermittlung Gin? gemeint. Die Gin in der Kugel, wo sie in die Bodensee gerührt haben, zum Reifen? Und denen? Dann haben sie der ist schon geklaut worden. Habe ich mal gelesen. Hast du gelesen? Weißt du, wie viel soll ich gelesen? Das ist interessant, deine Aussage. Das ist interessant.
Sehr interessant, okay. Scheiße. Ich weiss, dass ein Restaurant hat Gin in einer Kugel da, Bodensee nicht da, zum Reifen. Er ist geklaut worden und die Polizei musste suchen. Aber weiter weiss ich nicht mehr. Bist du auf einem guten Weg? Es wird sein, etwas über Gin suchen. Es durchgeht. Ja. Also, normal Nein, weil er geklaut worden wird er Firma machen. Der durchgelöscht nach dem Brand. Aber. Den kann Zeit mehr haben, ja. Ja, weil er geklaut worden ist, hat sie müssen suchen. Der Gin. Ja. Ja. Der Verbrecher kann ihnen egal sein. Hauptsache Gin wieder gefunden. Genau. Ja. Das ist eine Antwort. Man muss Prioritäten setzen. Genau. Ja, er ist ein bisschen weiter, wenn es eine Kugel ist er wahrscheinlich ein bisschen weiter eingerollt. Dann ist er ein bisschen tiefer Also meinst du, gewesen. sie haben die Kugel gar nicht befestigt? Genau. Noch jetzt meint sie, sie klar worden und der Biss aber nur in den See geholt. Sie haben es wahrscheinlich an einem Schiff befestigt, dann müssen warten, bis er wieder zurückgekommen ist. Es ist doch gestohlen worden. Und Hat es etwas sie mit dem haben Gin noch zu einmal tun? nicht abbrechen, weil man dann denkt, hat, ja, der wird wahrscheinlich dunkel geworden sein von dem Dieb. Also wenn die Kugel klar worden ist, warum ist denn nach einem Monat wieder abgebrochen, die Suche? Eben weil es um Gin ist, eben weil sie wahrscheinlich mit gerechnet haben. Nein, dass es getrunken worden ist vom Dieb oder so. Der trinkt 800 Kilogramm Gin. Ah, das ist so viel. Oh, keine Ahnung. Das geht um 800 Kilogramm. Ja. Mhm. Ja, das ist viel, hä? Weil sie davon Also- ausgegangen sind, dass die Kugel kaputt gegangen ist und somit alles im Bodensee Verschmutzig geht. ja. Betrunkene Sie haben, Fisch. sie haben beim Reinfall immer noch 0,1 Promille können. Es sind betrunkene Fische rausgezogen. Doch noch halb betrunken ist der Fischer. Mhm. Nein, es ist kein betrunken gewesen. Also hat es etwas mit dem Gin zu tun oder nicht? Ja, rede mal weiter, tönt spannend. Also sind wir total auf dem Holzweg. Nein. Der Weg ist weit, aber er ist gut. Ja, weil er eine bestimmte Zeit hat müssen reifen und ab dem Monat quasi der eigentlich zu lang gereift gewesen wäre. Dann wäre es nicht mehr nach dem, was sie eigentlich haben wollen machen. Ich hätte auch noch eine Theorie. Ja, bitteschön. Es wäre illegal, so etwas in den Bodensee zu rühren. Sie haben keine Bewilligung gehabt. Also meinst du, es ist geklaut worden, noch eins merkt, noch die Polizei hat mir da, das Kind hat eins merkt. Wenn es da Ja. gehen suchen und merkt, dass wir das sind, dann sind wir ja Verbrecher, wenn wir illegal. Genau. Aha, nein. Schade. Kann das sein? Ich meine, der Bodensee ist an der Grenze. Kann das sein, dass die Kugel irgendwie über die Grenze auf Deutschland gekommen ist und dann hat die Polizei müssen abbrechen? Aber wenn das nur so die deutsche Polizei machen, das ist nicht mehr das Problem. Kann die Schweizer schauen. Okay. Ein Schmuggelversuch. Ja, genau, ja. Du meinst, der Dieb hat auf Deutschland übergefahren mit einem Boot und nachher der Schweizer denkt, nein, nicht mehr das Problem. Genau. Falsch. Aber der hat einen Monat gebraucht, bis er dann war. Das Absolut. ist ein bisschen lang. Also sie haben es aus irgendeinem Grund wieder abgebrochen. Mhm. Warum kann man so etwas abbrechen? Denken wir nicht zu weit weg, klingt auf mal ganz banal. Der Dieb ist gestorben. Es war gar kein Dieb gewesen. Sie haben es einfach verloren und nachher wieder gefunden. Nein, sie ist weg. Sie haben es selber geklaut, weil die Summe, was der Versicherer hat, größer ist als das, was drin hat, oder was? Ja, etwa so. Wenn du so meinst. Hm. Nein. Ganz einfach denken. Warum soll ich ja mal von Vermittlung abbrechen?
Ermittlung, glaube ich. Ja, ist mir eigentlich gleich, ja. Ja, ein Buchstaben. Ja, ja. Kunst. Hat eben den Quiz geschrieben, meine Frage. Darum. Nein. Ach, darum hast du passiert groß geschrieben? Ja. Ah, Bei mir im Petik, der so eine Schiffvariante, du kannst Quiz nicht tun, bei der Rechtschreiben, du darfst alles anpassen, doch wenn er binär so schreiben. ganz einfach. Also der hat ja, also zum Geschichte kann man verstehen, das was der Filippi am Anfang gesagt hat. Der hat den Gin quasi in einer Glasflasche, den Dieta, In einer Metallkugel. aber Ist es wirklich Alkohol gewesen, oder ist es vielleicht ein Flaschengeist gewesen? Das ist auch ein Gin. Nein, sie haben 800 Kilogramm Gin, es wird verteilt. Ist ein Catering-Firma, also ein Restaurant gewesen, den Gin zum Reifen im Bodensee tun. In einer Metallkugel von etwa 800 Kilogramm. Das wäre so ihre Vorsehen gewesen. sie haben einfach in den Medien auftauchen und haben gesagt, dass sie gestohlen, damit nachher die Polizei geht suchen und es dann nach einem Monat gefunden haben und der war gar nie gestohlen gewesen. Nein. Sie hätten das sogar nicht dürfen mit Bewilligung, nicht? Nein. Sie ist schon wirklich weg, kann ich euch sagen. Aber abgesprochen, zwischen dem, was gehört hat und dem, was geklaut Ich hat? glaube nicht. Nicht. Ich glaube mal nicht. Ich glaube nicht. Die ist vom Strom weggegangen. Mit dem Wasserdruck. Weggeschwommen. Kugel? Das weiß ich nicht, was weggeschwommen ist, was passiert ist. Wenn du nicht weißt, was passiert ist, dann kannst du ja die Frage nicht stellen. Hä, komm nicht drauf. Sie ist aber einfach nicht mehr rum gewesen. Haben wir die nachher wieder gefunden, sagst du? Habe ich nie gesagt. Haben wir die Kugel nachher wieder gefunden? Nein, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Okay, das ist nicht wahr. Es hat einen Riss drin gehabt. Weißt du nicht. Sie sind von der Polizei schon davon ausgegangen, es ist etwas anderes drin. Und darum haben sie es beschlagnahmen. Kugel? Ja, Bei Thai hat die Kugel gar nicht gefunden. haben sie gesagt. Ja. Kann man Wahrscheinlich ist es nur mega einfach. euch sagen, wenn ich es euch sagen? Es hat gar nie eine Kugel gegeben, darum hat man sie ja gar nie finden können. Es hat eine Kugel gegeben, aber ich habe sie nicht gefunden, das stimmt. Das ist eine Fangfrage, oder? Nein. Aber es könnte eine Frage sein. So blöd wie die Antwort ist. Sie sagen es euch, ist das okay? Wieder noch raten? Hat es etwas mit dem Sea Life zu tun, als Konstanz? Nein. Schade, es wäre so lustig gewesen, wenn einfach so eine Flasche. Es war in Gin- Romanshorn, In in der Romanshorn. Nähe vom Kanton St. Gallen. Hat das etwas mit der Antwort zu tun? Gibt es in St. Gallen ein bestimmtes Gesetz, das Nein. verbietet, Gin im Bodensee Nein, zu es war im Thurgau, wenn was im Thurgau. Hat es in Thurgau ein bestimmtes Gesetz? Nein. Ja, Romanshorn ist im Thurgau, ja. Es ist auf der Kantonsgrenze passiert und keiner hat gewusst, wie man damit umgehen soll. Nein. Welche Kantonspolizei zuständig ist. Ja, nein. Aber es hat etwas mit dem Dezember, es ist gefroren. Was, ein Gin? Ja, es ist gesprungen, das Glas. Nein, immer noch. Du tust die Kugel versinken und dann sie sind nach 100 Tagen wieder gegangen schauen, weil sie nicht mehr rum war. Also Ja. sie gegangen, weil sie nicht rausnehmen. Aber sie rausnehmen, ist sie nicht mehr rum gewesen.
du die Polizei anzeigst, über das meine Kugeln geklaut. Ist einfach weggeschwemmt worden. Sind sie angemacht. Aber was? An einem Schiff nicht. Die Kugeln, die waren nur 23 Meter unter dem Wasser. Das Monster von Loch Ness hat es genommen. Denke ich mal jetzt die Antwort. Aber es ist ein Nacht dran gewesen. Weißt du, wie schon Tipp bevor gesagt hat, Mitte Dezember ist 800 Kilometer schwere Kugel von einem Marketingunternehmen in Romanson in See vermisst worden. Damals soll für 500 Tage unter 23 Meter tiefem Wasser gelagert werden, also gegriffen werden, der Gin, der drin war. Doch plötzlich ist sie verschwunden. Nachher haben die Polizeitaucher angerufen, dass man suchen, ob sie weggeschwommen ist und so. Aber sie sehen keine Spur von dieser Kugel gehabt. Und gut einen Monat später hat halt die Polizei immer noch keinen Hinweis gehabt von dieser Kugel und darum die Vermittlung abgebrochen. Oder die Ermittlung abgebrochen. Aha. So einfach. Ja. Okay. Okay, gar keinen Grund, jeder kann abbrechen. Ja, kein Grund kann Schon man. fast billig jetzt gewesen, Purzel. Aber gut. Okay. Einfach 40.000 Stutz aufgeben. Okay. Kommen wir sonst zur Frage Kann passieren. Nummer 2. Ja. Okay. Wieso ist die Zuger Polizei ab Oktober 22 bei der Zuger Postfiliale, im Hauptpostfiliale-Center, ausgerückt? Postraub. Jemand wollte Briefmarken klauen. Also, wenn ja wenn eine Polizei ausrückt für eine Postfiliale, dann wird es ja sehr wahrscheinlich um einen Tresor gehen, wo das Geld drin ist für die Abhebungen, oder? Gut möglich. Eben ein Postraub. Also ja, Geldraub. Also ich denke, ich denke, es hat etwas mit dem Ding zu tun, mit dem Safe. Eben ist Geld gestohlen worden. Es ist ein Mitarbeiter beim Vierabendbier aus Versehen dran angelenkt und hat den Alarm ausgelöst. Nein, sie haben nicht angerufen selber. Niemand an. Also die Polizei hat angerufen. Nein, Post. Post hat die Polizei angerufen. Weil ein paar. Dann nehme ich an, sie haben Drogen bekommen. Per Post. Nein, Briefbombe. nein, auch nicht. Posträuber. Ein Posträuber, wie genau? Also ja, der hat die Post überfallen und hat das Geld wollen, wo sie im Tresor haben, ja. Er hat Geld wollen. Ja. Wird der Der Räuber hat die ausgesehen? Waffe bedroht. Was? Wird der Räuber ausgesehen? Schwarz-weiß gestreift, keine Ahnung. Schwarz mit einer Maske, so Skimaske. Wie weit der Post bedroht? Mit einem Rollator. Nein, es kann nicht Lader sein. Mit einer Pistole? Hm. Das wird einfach, oder? Das wäre einfach, ja. Zauberstab. Nein, Genau. Gehstock. nein. Regenschirm. Nein, Das Schwert. das kann schwer sein. Mit der Drohung, sich selber umzubringen. Mit dem Weltkreis aber auch nicht. Ein Selbstmordattentäter, ja. Nein. Mit einer Axt. Nein, Messer? nein. Cyberkriminalität mit dem Handy irgendwie für einen Hack irgendwas? Nein. Also es ist- Kann einen es Tipp ist- geben. Der Ist Räuber, ein
Der Räuber oder der Einbrecher hat kurz davor seine Waffe erst gekauft. Also im Das Postshop. Plastikschwert. Nein? Mit 1. August Feuerwerk. Nein, war ja Oktober. Ja, hat es noch ein bisschen länger aufbewahrt. Mit einem Halloween-Kostüm. Nein, aber auch wieder kein gesehen. Ja, vielleicht hat er das Deko gekauft. Im Könnte sein. Postshop. Das ist kein Element Shop gewesen. Also es geht um einen Kunden, nicht um einen Mitarbeiter, oder? Um einen Dieb, wo will Geld klauen von der Post. Ja, aber nicht ein Mitarbeiter, der intern etwas Ja, nein. stellen. Okay. Sicher etwas Einfaches. Also er hat ja etwas wählen. Mit was bedroht man am ehesten? Oder wenn nicht beim ehesten, um was bedrohen, wo einer aussieht? Eine Spielzeugwaffe. Eine Eine Wasserpistole. Nein, Einfach nur mit der Faust. mit der Faust. Nein. Ja, so ein 90-Jähriger. So. Brieföffner. Nein, aber eine gute Möglichkeit. Stimmt. Mit einer Schere. Nein. Ich kann es gerade vis-à-vis von dieser Post kaufen. Ich bin noch nie zu Zug in der Postfiliale gewesen. Ich gehe mal auf Google Maps, was gegenüber von der Post ist. Was kannst du Zug so kaufen? Was? Sogar Kiosktorten. Was kann man gegenüber? Mit einer Flasche voll Gin. Das geht gar nicht. Die sind zuerst mit ihm, die sind immer geklaut. Ja, stimmt. Schade. Ja. Hat es etwas mit der Steuererklärung zu tun? Nein. Ich habe gedacht, der Zug, weißt du, das ist doch so günstig und so. Mit dem Schweizer Sackmesser. Nein. Ich habe gesagt, was ich vis-à-vis kaufen. Was ist für ein Laden? Ein Coop oder ein Migros oder sowas? Nein. Kann man sagen, was für ein Laden es ist? Hat fast jedem Dorf so einen Laden. Ein Kiosk? Nein, Ein kein Volk. Kein Volk? Ein Volk. Ein Spar. Eine Nein. Batterie? Ein Zirkel? Nein, ich habe keine Batterie. Keine Batterie, nein. Was ist im Dorf? Hat Ja. sie so einen Laden? Sicher etwas super Banales. Ja. Welche Ja. Geschäft hat fast jedem Dorf? Das kann man nicht sein, etwas zum Essen. Was denkst du beim Essen? An was denkst du konkret? Ein Baguette, Bananen, Gipfeli. Genau. Was sind ein Gipfeli? Ein Gipfeli. Es war ein Gipfeli. Wieso bedroht der Postangestellte mit einem Gipfeli? Ja. So gut. Noch ein paar Angst bekommen. Es ist ein Knarren. Was haben sie denen der Polizei angerufen? Ah ja, schau. Das ist wie bei den 7 Zwergen, die mit den Würstchen in die Bank rein sind und sagen, wir wollen Geld. Aber jetzt ich sag mal, die erste mal richtig beantwortet. Ja, aber. Yay! Alle können wir leider nicht mehr schaffen. Nein, eine nicht mehr. Doch. Die letzte gibt einfach dreifach so viel Punkte. Ja, genau. Genau. Okay. Jetzt kommt so eine Frage, die wird von Wallaway oder sonst wer lieben. Immer so eine Frage zu einem Sprichwort. Oder zu einem Wort, das man in der Schweiz nennt. Nämlich, Frage 1, woher kommt sexy Leute? Woher? Zum Muster. Nein, nein. Geschichte habe ich noch nie davon geschaut. Aus Ist das eine Japan ernsthafte Frage? kommt. Ja.
Ich weiß es, glaube ich. Ich tue mich doch ein bisschen zurückhalten. Nein, 6. Doch, komm jetzt. Ich weiß nicht, woher das 6 Leute kommt. Sag, was denkst Oh, nie. Also, früher war es ja so, gewesen, dass nicht jeder quasi eine Uhr hat. du? Ja. Und dass ja die Leute gewusst haben, wenn es Feierabend ist, hat man quasi müssen läuten. Jetzt ist es ja so, dass also die Kirche hat quasi geläutet, dass du gewusst hast, wenn du Feierabend hast. Jetzt wenn du im Winter sind ja die Tage kürzer, darum hat es am 5 Uhr geläutet und zusammen mit dem Brauch, mit dem Böck, setzt man es quasi auf 6 Uhr. Weil ja später am Abend die Sonne untergeht. Also der Moment, wo du quasi Feierabend hast, ist am Stelle von 5 um 6 Uhr. Im Winter meinst du? Nein, 6 Uhr ist ja im Frühling. Das heisst, dort ist der Wechsel von 5 Aha. auf 6 Uhr. Könnt ihr beide mal einen Applaus da lassen? Das stimmt nicht, gell? Ich fühle mich Es selbst. stimmt nicht 100%, aber es ist richtig. Nämlich, das wird... Ja, warte, jetzt sagst du es und sagst mir jetzt nicht herausgefunden, oder was? Nein, es ist nicht ganz richtig, aber ich lasse es so gelten. Okay. Das wird Beginn, also ist eigentlich im Frühbeginn, es ist immer an dem Tag, wenn Tag und Nacht gleich lang sind. Dann tut die Glocke läuten, dass die Leute wissen, wenn es wieder richtig Sommer geht, dann wissen sie, also sie müssen bis zum 6 Uhr arbeiten. Wenn es richtig Winter geht, dann wissen sie, also sie müssen bis zum 5 Uhr arbeiten. Woher kommt das? Okay, ja. Gut gemacht! Das gibt euren dritten Punkt. Super, ja, finde ich gut, der dritte. Und jetzt, wie wir mit dem The Wall Away noch mehr lieben, jetzt geht es um ein Sprichwort. Oh, Achtung. Könnt ihr wissen, sage ich jetzt schon mal, woher kommt es ist an sich jetzt kein kein Sprichwort und Redewendung, woher kommt die Redewendung toi toi toi? Kommt das nicht aus dem Schauspielbereich? Das heißt, Also sind sich Schauspieler zugesprochen, bevor es losgeht. Bevor sie auf die Bühne oder so gehen, haben sie doch, sagt man ihnen toi toi toi, dass es mit ihnen gut läuft. Kommt das nicht von dort? klingt nicht schlecht, Dini. Also das stimmt schon, was du sagst. Also willst du wahrscheinlich wissen, was das Wort Toy in dem Fall bedeutet, oder was? Das kommt von toi toi, nein. Oder was meinst du? Ja, wir drücken da Das Daumen. das ist die japanische Variante von toi toi, die nennt es aber toi toi toi. Oder was jetzt mit sagen? Also ich jetzt, oder wer? Ja, oder allgemein. Der Flippy Das tut heißt, gleich Wörter überlegen, woher stammt der T, woher stammt der O, woher stammt der I. Warum schreiben wir das dreimal T, wenn es zweimal auch erreichen? Ah, toi. Toi, toi, toi. Hat es etwas aus dem. Also mit dem Französischen zu tun, mit dem Toi? Also quasi dich, also quasi das Ego Wallet. aufbauen, dass du stark bist auf der Bühne, oder Nein. nicht? Toi, toi, toi. Also mit dem WC hat es definitiv nichts zu tun. Ja, das auch nicht. Das heißt einfach, dass einer noch merkt, er muss noch Geschichte bekommen, aber noch bin ich muss. Darum sage ich das. Toi, Meinst du? toi, toi. Toi, toi. Das- Alle guten Dinge sind 3. Ja, 3, ja. 3. Trois. Weil Schauspieler abergläubisch sind. Mit toi, toi, toi darf man, glaube ich, nicht danken sagen, sonst bringt es Unglück, wenn man das sagt. Was heisst Toy? Also was mit DTV meint, mit halt Toi statt viel Glück oder was? Oder Danke? Nein, eben, weil die Schauspieler abergläubisch sind. Wenn man danken auf toi, toi, toi sagt, bringt es Unglück. Aha. Also wir müssen die genaue Bezeichnung herausfinden, was Toy eigentlich heisst, oder?
Also, ich meine, Französisch heißt ja toi, dich, oder? Aber Ja. Franzose sagt auch toi, 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 nicht toi, toi, toi. Ja, eben, ja. Ja, das ist dann ausgedeutscht worden. Ausdeutscht worden. Ja. Richtig. Vom Albert Einstein oder von wem? Ja, einfach von jemandem, der Deutsch kann. Toi, Vom Goethe. toi, toi, toi. Toi, toi. Also ich Chinesen. glaube, ich weiss, dass Toi 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 früher nicht für Glück war. Weißt du vorher nicht vor, Nicht für Glück. Also nicht Glückwunsch. sondern Irgendetwas habe ich im Kopf mit Also, Bible. böse Geister vertreiben oder so. mit toi, toi, toi. Ja, Haben wir vorhin toi, toi, toi gesagt, noch den Kreis weggegangen. ja. Also nicht so, Ja, aber... ja, ja, red weiter mit dem Geistervertriebsmethode. Du meinst, wenn wir keinen Kurzweg reiten, einfach toi, toi, toi gesagt, hat gelangt. Toi, toi, toi. Aus dem Jahr kommt das? Auf einem Jahr? 15. Jahrhundert. Genau, 8. Jahrhundert, genau. Was? Wie ist jetzt das gekommen? Was hast du jetzt gerade gesagt? Genau, 8. 8. Jahrhundert. Jahrhundert. Wie David vorhin gesagt hat, 8. Jahrhundert kommt das. Ja. Genau. 18. Ja. Und das ist nach dem Mittelalter. Du hast mal die Geistervertriebe, wie der Flippi vorhin gesagt hat. Hinterher sagen dir. Hat der Flippi zumindest. Ja. Ja, ist doch das. Indem man toi, toi, toi sagt. Toi, Ich toi. glaub's. Oder Ich glaub, haben das wir vorhin kennt was anderes gesagt. Toll. Spucken. Toll. Zu. Dreimal spucken. Und warum spucken? Das ist dann heute. Weißt du auch heute? Irgendetwas haben wir noch gemacht. Dreimal gespuckt. Manchmal wünscht man sich jetzt ein Glück und macht so. So, ja, macht die aneinander vorbei. Also zwei, du spuckt man sie also sagen. Es könnte schon etwas mit Spucken zu tun haben. Und warum spuckt man heute nicht mehr? Das machen Fußballer. Wegen der besten 18. Jahrhundert. Man hat sich nicht wieder nachchecken. Darum 18. Jahrhundert hat man es auf Toi geeinigt, dass man nicht mehr so fest muss spucken. Ich habe es so gehalten da eigentlich. Boah, das war ein Witz gewesen im Fall. Aber Nicht ganz in der Pest, aber ursprünglich hat man wollen mit dem Toi Toi Toi, oder eben die böse Geister vertrieben, oder Unglück vertrieben, indem man dreimal drin hat, man auch dreimal gespuckt, wie die bevor erwähnt hat. Das ist etwas, was man 18. Jahrhundert gesehen hat und was gemacht hat. Jedoch haben die Leute, je älter das man, also je älter das geworden sind, tschüss miteinander. was ist jetzt los? Die sind nicht mehr drin, aber, Ich bin noch drin, oder? ja, aber nur noch du. Hört ihr Wer mich? bist du da? Dave ist wieder da, Ich bin jetzt gerade rausgehalten oder so. der Flip ist nicht mehr da. Hä? Lübi? Hallo? Ich gesehen, Dave habe ich gesehen, der Flip Bin ist ich nicht jetzt mehr. gerade rausgehalten oder? Aber ihr hört mich. Ja. Okay. Ja, da Warte, ich drück schon. nochmal den Flip ein. Aber der Purzel ist nicht mehr drin. Doch, doch. Nein, ist... Er ist nicht mehr im OBS Ninja. Wer? Ah, was? Wer ist nicht mehr drin? Ich. Du bist drin? Aber Debbie nicht. Der Flippi auch nicht. Also, der Flip. Aber wieso ist... Debbie ist... Bei mir am Drin? Stream drin, aber nicht im OBS Ninja. Ich bin glaube halb aus. Jetzt kommt jemand rein. Wahrscheinlich Debbie oder wer? Ich bin jetzt reingekommen. Ah, jetzt ist Ja. er auch da. Habe neu gestartet. Ich sehe jetzt alle Hey, wieder. muss ich jetzt. Ich check nicht, wie Debbie drin ist und gleich nicht drin. Ja, ich check's auch nicht, aber ist ja gleich. Oh, Bin ich noch drin? Hä? Sind die einfach rausgekehrt, oder was? ich bin voll rausgekommen. Sehen alle mit Bildschirm wieder? Ja, Debbie Ja. auch. Also, ist ja alles.
Die bist du halt. Also ich sehe nichts, also Den Join ich muss auf dem Handy live machen, dass ich es live sehe. Den Join noch rein. Hörst du Debbie? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ja, Also, den höre sie Purzel auch. habe ich irgendwie Ich nicht höre mehr sie drin. nicht. ich sehe sie bei mir. Komisch, jetzt ist sie wieder weg, Debbie. Ja. Ja. Das ist wieder raus. Deshalb nehme ich noch einen Schluck von dem Gin, den ich geklaut habe. Direkt aus dem Bodensee. Ja, ich glaube hier, ich bin um die Ecke. In Wahrheit hat der sie nämlich gestohlen. Ja, tut mir Du leid. gewesen. Ich war der Dieb gewesen. Bist du gewesen oder nicht? Ja, ich bin's gewesen. In der Maske, ich hab den doch gemacht. Live-Geständnisse. Ich hab den doch gemacht, dann hat man mich erkannt und dann habe ich den Ding geholt. gehabt. Ein Live-Geständnis. Ja, dann machen wir es live auf YouTube. So findet es mich auch eher. Da kann ich noch einen Tipp geben. Also Debbie hat jetzt gerade geschrieben, sie startet neu. Vom draußen Wald komme ich her. Ich muss sagen, jetzt Weihnachten ziehen. Dann ganze Sprüche laufen, ja, ja. Meine, die beiden, die auch noch irgendeinen Hinweis dort lassen, ne? Was? Wo? Bei der Ginflasche, wo sie geklaut haben. So einen Zettel dort und schieben. Ich bin einmal weg. Du, liebe Purzel, da hat es eine Frage im Chat gesehen ich gerade. Ja. Wie lange steht die Frage schon da? Einmal. Seit dem 18. Jahrhundert. Nein, die Frage, wie das Spiel geht. Der Sinn vom Spiel. Der Purzel hat Fragen und wir müssen sie erraten, beziehungsweise das dritte müssen wir sehr skurrile Fragen beantworten vom Purzel. Ja. Aber Skurril. wie nennt man das sonst? Ja. Ja. Ja, So ein Komische. bisschen wie skurril. ein bisschen Black Story oder so. Genau. Einfach mit so ein bisschen Real-Time oder Real Stories. Genau. Aber da Debbie gerade am. Jemand kommt rein. Es steht Unknown User Ja. Oh. bei mir. Ich wollte den Flip noch schnell ein Game machen, aber das schon gemacht haben, falls du nicht gesehen hast. Hallo? Was? Ich Was? glaube da. Hört ihr mich? Ja. Oh oh. Aber den Hören, Fall ja ja. nicht. Ich höre Debbie nicht. Hört ihr nicht? Jetzt. Ich sehe es ja. Hallo? Ja. Hallo. Jetzt. Jetzt. Bin ich wieder da? Hallo? Ja. Sorry, So, jetzt. ich weiß nicht genau. Ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Also nochmal zu meiner Frage, warum heißt Toi Toi Toi? Wie es der Flippi vorher schon gesagt hat, eben, ursprünglich hat man wollen böse Geister vertrieben oder etwas Unglück vertrieben, indem man die Mann hinein gespuckt hat. Wenn aber Spucke am 18. Jahrhundert zunehmend als unanständig gefunden wurde, hat man das Spucken durch die laut-identische Sprüche Toi 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 ersetzt. Genau, da gibt euren vierten Punkt im vierten. Warum halte ich jetzt so? Ich glaube, kann sein, dass Debbie hast du die Dings ausgesteckt? Den Kopfhörer? Ich habe gar keinen Kopfhörer drin gehabt. Aha. Okay. Ach so. Aber ich höre den Purzel nicht wirklich. Nicht? Komisch. Aber sonst nicht. Hätte mich doch hören. Hä? Mikrofon ist schon an. Wir hören die alle. Sollen wir immer weitergehen zur Frage Nummer 5? Du kannst bei jedem Einzelnen kannst auf den Ton klicken. Vielleicht ist das gemutet bei dir.
Wurzel? Ja? Hörst du ihn? Soll ich mir jetzt? Hörst du mich? Ich kann Debbie auch nicht. Hört ihr Debbie? Nein, oder? Niemand hört Also auf sie. Discord habe ich jetzt nichts mit Das ihnen. ist sicher gar nicht mit ihnen auf OBS. Merke ich grad. Ninja. Okay. Was? Im Ninja ist sie drin? Nein. Ich habe gemutet auf Discord, ich höre sie ja. Aber auf Ninja Das ist ist sie ja. nicht drin. Mir ist auf Ninja nicht drin. Ja. Soll ich auf Discord auch machen, oder was? Man sieht es ja aus irgendeinem Grund, aber... Der Grund check ich nicht ganz. Sie ist auch nicht mehr drin, doch sie ist drin, aber sie ist gemutet. Was meint ihr dazu? Ich kann noch mal kurz beim Dings drücken, beim Discord. Wurzel. Ziemlich lang, sie war kettenschlank und manchmal nahm er sie aus seinem Schrank. Da machte er Musik und legte zärtlich die Hand um sie. Er spielte Rock'n'Roll, er spielte Dixieland und war bekannt als die One-Man-Mountain-Band. Er sagte, durch sie allein ist die Welt voll Musik. Sie gibt mir alles und vergisst mich nie. Sie ist meine Sweet Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, der kann mich sicher verstehen. Ja, sie ist meine Sweet Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, weiß nur ein Alphorn klingt so schön. Ja, wenn er nach Hause kam, nahm er sie in den Arm, wo er sie liebevoll auseinander nahm. Doch vorher spielte er nochmal im Dixie-Stil. Und in die tiefe Nacht die Leute aufgewacht und haben sich beschwert. Dann hat er nur gelacht. Er sagte, ich lade euch ein und wir feiern ein Fest, weil meine Lady noch nicht schlafen will. Sie ist meine Sweet Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, der kann mich sicher verstehen. Ja, sie ist meine Sweet Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, weiß nur ein Alphorn klingt so schön. Ja. Sie ist meine Swiss Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, der kann mich sicher verstehen. Sie ist meine Swiss Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, weiß nur ein Alphorn klingt so schön.
So, wir sind ja zurück. Der Kasperl ist auch zurück. Ich kann nicht mehr, Mann. Also, tu ihn alle verstanden. Die Antwort, die wir nicht mehr beantworten, weil sonst fliegen alle wieder raus. Ich glaube, ich bin im Fall schon wieder rausgefallen. Ja, habe ich auch gemerkt. Ich weiß auch nicht genau. Schönes Bild von dir, die gehen Screenshots und nach dem Motto, jetzt ist wieder raus. Das war vom Kasperle-Theater, da aus Schwammerdingen. Hoffe, dir gefallen. FC Schwammerdingen, 3-0. Tralala, der Kasperli ist wieder da. Sie bewegt sich, das ist ja mal... Da. Heute sehen wir Stippi. Zusammen mit dem Flipper und Weiler. Jetzt machen wir das Schweizer Kasperle-Theater. Da auf YouTube. Wir sind ja Hören glühen. wir uns? Hört wir uns eigentlich an? Oder hast du uns alle noch gemutet? Er hört uns. Ja, das ist zu Die viel Scheiße gemutet, muss lernen, hört man. So, Frage Nummer 5. Und ja, wir können euren das 6. tatsächlich. Punkt können holen. Für den 6. Punkt von euch. Die Frage Nummer 5 ist, was ist bei der Serie A Club kurios passiert? Also du redest von der Super League, oder? Nein, von der Serie A. Was ist das? Die Fußballliga in Italia. Du redest von Fußball, oder? Ja. Ja, das könnte eine Formel 1 sein. Also ich glaube, ich bin immer noch nicht drin, aber ich weiß es nicht. Ach, du bestimmen. Doch, du bist drin. Hä? Okay. Nein, doch. Oh. Okay. Dann muss ich auf dem Handy schauen, weil irgendwie auf dem Computer zeigt es mir es nicht mehr an. Hä? Okay. Hä? Ist doch nicht okay. Serie A Club. Kurioses. Ja. In dieser Saison. Ja. So hat etwas mit dem Trainer zu tun. Das ist im gleichen Spiel angestellt worden, wie er gekündigt worden ist oder so etwas. Am gleichen Spiel, geht das überhaupt? Eben, das ist kurios. Eigentlich nicht, aber man hat eine Ausnahme gemacht. Genau Uni das okay. ist es. Geht zum Uni okay? Ein Fußball. Fußball. Weil du hast Fußball. durchgedreht am gleichen Tag. Nein, nicht am gleichen Tag. Das ist falsch. Im gleichen Spiel. Ja, im gleichen Spiel auch falsch. Die gleiche Woche. Wir können das jetzt durchziehen bis im gleichen Jahrtausend. Aber Wie du richtig bist, da ist es schon richtig, genau. Der Trainer ist im Ende nach einer 2:8 Pleite gegen Atlanta Bergamo entlassen worden und sie haben dann. Der Präsident von dem Verein hat noch gedacht, wir geben noch eine Chance und haben ihn wieder eingestellt. Okay. ach, das ist Genau. schon Was so ist gewesen. Das ist das Kurios. Ja. Jeder checkt das schnell, wenn was groß wird, denkt direkt, aha. Denkt nicht so weit, denkt nur schlau. Das ist euer 6. Ja, Punkt nein. im 5. Spiel. Mal nicht die Applaus da für die Typen da. Ich reiz Super. gar nicht da. Punkt 6 im Super, 5. danke. in der 5. Frage. Stark. Wow, wo habe ich das? Jetzt kommt eine sehr geile Frage. Ist von einem Zuschauer eingeschickt worden. Aus Braunschweig, und der Zuschauer aus Braunschweig. Wo ist das, ist die Frage. Keine Ahnung. Wo wohnt der Zuschauer? Welches Land? Nein, keine Ahnung. So, machst du den Fragelöser. Wieso ist eine Pizza in Ludwigshafen? Und wieso ist in Ludwigshafen, zum Beispiel in Ludwigshafen, nach einer Pizza-Bestellung ein großes Aufgebot von der Polizei gekommen? Die Frage beantwortet der Flippi. Ich? Wieso? Ja, könnte sein, dass ich eine dumme Antwort gebe und sie ist wieder richtig. Können Sie jetzt aus dem Geister vielleicht? Flip ist ein Geisterjäger, der weiß das. Spuck ihm nach, da hat die Lösung herausgefunden. So teilweise mit einer Pizza versucht, den Geist zu rufen. Er denkt, Geister mitzogen. er denkt, er schafft auf den Geist raus. Er hat da drum gespuckt und ist nicht rausgekommen. Er hat mir seinen Kreis gezeichnet, hat er gedacht, bestellt er mal eine Pizza.
Die Person hat Pizza bestellt und hat bei der Bemerkung etwas geschrieben, dass sie Hilfe braucht. Ja, Möglichkeit, aber ist falsch. Schade. Kann es sein, dass einer versucht hat, Concrafter seine Pizza bestellen? Weißt du, die es da aus dem Sortiment Ah. müssen nehmen, wegen der Plastikteile drin? Aha, die, nein. Hat es einen Brand gegeben? Eine Pizza. Vielleicht ist eine Pizza verbrannt und hat es brennt und Polizei und die Feuerwehr müssen kommen. Aha. Der hat Tag gemacht, und er hat gesagt, scheiße, die Pizza brennt. Nein, hat sie nicht gemacht. Mir fällt gerade eine lustige Antwort ein. Auf so einen dummen Spruch und überall hörst von wegen, wenn du heim willst, ist relativ günstig. Bei einer Pizzeria bist, dann bestellst du eine Pizza zu dir heim, fahrst mit. Vielleicht hat er das gemacht. Was? Nein! Genau, er hat die Pizza bestellt und ich Nein, in das München, stimmt nicht, oder? Das ist das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ludwigshafen gefahren. Und Ludwigshafen ist der nördlichste Punkt von ganz Deutschland. Nein, das Und jetzt stimmt damit hat er nicht. jetzt nur 25 Franken 50 gezahlt, statt die Das stimmt ursprünglichen nicht. 29,90. Das glaube ich dir nicht. Okay. Oh, das stimmt doch nicht! Das stimmt doch 100 Pro nicht! Das ist richtig, Verarscht. das ist richtig. Das stimmt doch eh nicht, du Kann nicht verarschst sein. uns! Das ist richtig. Ich kann nur einen Scheiß erzählen, Mann, Junge! Das ist komplett richtig gewesen, in Scheiß. Sehr gut. Also, hätten wir noch die Antwort, die vielleicht richtig ist. Ich sage nicht mehr, Leute. Er hat jetzt nur noch 4 Fragen gemacht. Also, weitere Antwortmöglichkeiten. Flippy. Vielleicht hat ja noch einen Sinn, wie man mit der Pizza einen Exorzismus machen oder so irgendwas. Also was, stimmt nicht, was ich gesagt habe, oder? Genau. Gut. Alles richtig. Einfach von Anfang an. Habe ich ja gesagt. Komm ich nochmal! Prost miteinander. Dankeschön, ich laufe jetzt davon, du. Ich kann mir antworten, wir sind somit, gehen wir mal gerade 5 Punkte Strafpunkte, das dann von der Liste hin. Und dann den Spruch da nicht so hin. Er hat irgendeine Zutat bestellt auf Pizza, wo davon ausgegangen worden ist, dass er damit eine Bombe baut. Grusige Jellybeans. Ich brauche ein Kabel drauf, ich brauche einen Adapter drauf, ich brauche eine Zeitstoppuhr drauf. Genau. Mit einer Bombenstimmung drauf. Ja. Vielleicht ist auch Drogen drin gewesen. Was? Drogen drin. Drogen. Sie haben, ich weiss es, sie haben eine ganz spezielle Pizza dort mit Hanf. Jellybeans drin. Mit Hanf. Und er hat so viel bestellt, weil er gehofft hat, er könnte sich das nachher selber die anpflanzen. Ja, und dann ist noch Pizza gewachsen und kein Hanfbaum. Genau. Gute Theorie. Düt. Falsch. Danke, dass du es das mal sagst. Gerne. Hat das aber irgendeine Idee? Sie haben das extra auf die falsche Adresse bestellt. Sie haben die Pizza-Bestellung gerade direkt der Polizei geschickt. Nein. Darum ist es automatisch ein sogenanntes grosses Aufgebot gewesen, weil sie sind ja sowieso schon all da gewesen. Aha. Aha. Wer Hat jemand Pizza bestellt, aber einfach nicht wollen zahlen? Nein. Okay. Hey, oder ist es das mit dem Drachenlord? Drachenlord.
Ja, wo sie die ganze Zeit während dem Stream haben sie ihm Pizza bestellt gehabt, haben sie gezahlt gehabt und dann ist der Pizzakurier ist die ganze Zeit halt Leute gekommen, während er den Stream gehabt hat, oder? Und nicht immer Pizza gebracht, weil die Pizza schon gezahlt gewesen und dann ist er irgendwie ausgerastet. Noch der Kurier verschlagen und noch ist die Polizei gekommen, meinst du? Ja, hat er glaube ich mal einen Ziegelstein gerührt, oder? Das ist Ich bin falsch. sicher, doch, er hat wirklich mal einen Ziegelstein Nein, das gerührt. ist eine falsche Antwort. Ja, ist schon klar, aber er hat trotzdem mal einen Ziegelstein gerührt. Pizza. Hat es etwas mit der Pizza zu tun? Da kann es auch alles mögliche andere, ja, etwas anderes sein. Kann, aber muss nicht. Jetzt auch mit Immer die Spaghetti Frage. können passieren. Bombe bauen? Vielleicht. Vielleicht. Das hast du nie ausprobiert. Ich habe immer mit der Pizza versucht, dann bin ich immer da gescheitert. Jetzt weiß ich warum. Ich muss mit Spaghetti machen. Dann kannst du viel besser eine Bombe rein, du kannst viel besser eine Bombe und rein tun und dann eine Spaghetti drüber tun, dass niemand sieht. Bei einer Pizza, jetzt einfach so einen komischen Buckel drüber, wo jeder wird sehen. Er hat etwas bestellt, wo... Eine Calzone, genau, die ist zu, sonst sieht man Bombe nicht. Er hat etwas bestellt, eine Sonderbestellung, wo etwas nicht drin hätte sollen sein, aber es ist trotzdem drin gewesen und dann ist er ausgerastet. Und was ist drin gewesen? Was war drauf gewesen? Irgendein Blödsinn, keine Ahnung, Pilz oder irgendwie sowas. Nein. Käse. Tomaten. Ja, ich habe auch gefragt, hey, bitte nicht ohne Er ist Käse, ausgerastet. Er ist ausgerastet, weil etwas drin war, das nicht erzählen. Hanf. Zum Beispiel. Richtig. Nein, Scherzli. Und zweite Mal, in der gleichen Frage, stolz bin ich auf mich. Hä? Reden wir weiter rein, oder? Vielleicht gibt es ganz eine Drittmalsforschung für die. Das ist in der gleichen Frage. Kein Schimmer. Wir müssen mal etwas sagen da. Leute. Bis zum Studieren. Was macht man, wenn man Pizza bestellt? Wie geht das vor? Flippi, bei seinen Antworten musst du nicht Es wird noch studieren. einmal Vorgehensweise von einer Pizza-Bestellung sagen, bis man sie auf dem Teller hat. Also ist es wirklich eine Online-Bestellung gewesen oder ist man vor Ort gewesen? Also hat es Online. per Telefon gemacht? Okay. Genau. Also sagen wir, hat angerufen, dann hat er ja... Oh nein, hey, aber das ist ein... Das kannst du doch falsch... Es sind alles so blöde Bestellungen gewesen, die nicht logisch waren. Zum Beispiel so... 20 Pizza. Calzone. Aber offen. Nein, so Sachen wie Pizza Fungi ohne Pilz. Pizzerei. Und Aber Aber deswegen der muss ja eine Bahnhof. Polizei kommen. ja, aber alles unlogisch. Und Aber deswegen muss ja eine Polizei kommen. Also Pizza Margherita mit Schinken, aber es darf kein Prosciutto sein oder irgend sowas. Ja, aber dann muss ja eine Polizei kommen. Ja. Vielleicht war es ein Code gewesen. Für? Mhm. Für den Räuber da. Für den Räuber. Er hat einen Text angefordert, wo mit dem Schinken SOS draufsteht. Nein. Keine Ahnung. Er hätte ganz normale Pizza bestellt, kann ich schon mal sagen. Ganz normale. Dann war der Weg weit gewesen. Nein? Auch nicht. Dann ist der dann... Falsche Kreditkarte. Nein, alles korrekt gewesen. Falscher Weg. Nein, richtiger Weg. Aber nicht für den Tag. Einen anderen Tag. Was unlogisch wäre. Nein. Wer hat eine Panne gehabt? Der Pizzakurier. Ja. Nein. Hat der Pizzakurier irgendeine Pizza an einen Ort gebracht, wo er noch sieht, dass irgendein Verbrechen passiert? Nein, kein Becher gewesen. Ja. Kein Verbrechen. Kein Verbrechen. Hä, warum Er muss ist die Polizei stecken geblieben. kommen? Nein. Der Typ ist eigentlich im Gefängnis gewesen. Mit Pizza rein ist der Schlüssel gewesen. Und rauskommt. Nein, der ist einfach
gross Aufgebot war, wie kommt der an das Telefon? Aha, nein. Echter heißt er war in Ludwigshafen. Was ist das als Verbrechen? Pizza? Warum muss die Polizei kommen, wenn man Pizza bestellt? Ja, das frage ich euch. Das ist, Wie es ist ja nicht darum gegangen, dass er das Geld nicht zahlen wollte. Wie geht denn ab in einer Pizzabestellung? Warte mal. Ludwigshafen, das ist wo? Am Bodensee. Am Bodensee, wie sicher? Auf der deutschen Seite habe ich gemeint. Ludwigshafen. Ah nein, das ist der Friedrichshafen. Ist das nicht irgendwo im Norden? Das ist am Rhein ist es. Ah, Das ist bei Mannheim. Mannheim. Aber der Ort ist sowas von egal wie auch. Ja, weißt du, ich habe jetzt noch überlegt, wenn es irgendwie bei der Nordsee gewesen wäre oder so und er wohnt auf einer Insel, dann kannst du gar keine Pizza bringen. Ja, Vielleicht das wohnt er heißt ja in aber auch Mailand. falsch. Aber was ist denn das? Warum soll denn die Polizei kommen, wenn es nicht um Geld Im geht? Schäferpizza? Wie macht ihr das? Wie ein Telefon? Und denen? Wer denn da? Das Telefon war gestohlen gewesen. Dann- Und denen? Wieder da an. Stell dir eine Pizza und denen? Und dann warten wir, bis er bringt. Und wenn das Dann bringt, kommt der andere Dann Leute. läutet. Er ist nicht auf die Leute angegangen. Er hat reagiert. wie war's? Bei den Leuten. Und Er denen? hat der Pizzabote gemeint, etwas ist passiert. Oder? Gestorben oder. Keine Ahnung. Der Wenn ist, der hat der Pizzabote Polizei meint, wer angerufen. das Ding gemeint hat? Der Während dem Pizzabote- Warten. Ah, sorry, red du. Der Pizzabote hat gerufen, zweimal, Standard. Ja. Nicht reagiert, nochmal gerufen, Ja. nicht reagiert. Die Polizei angerufen. Wer Dann hat die ist Polizei der grosse gerufen? Einsatz gekommen. Hat die Polizei Der gerufen? Pizzabote. Nicht der Pizzabote. Also, der Pizzabote hat Ja. nicht der Polizei Nein. angerufen. Sondern? Nein, der Der Nachbar, Besteller. Wer die Der dabei Nach- noch? der Nachbar, weil an dem Ort, wo er geläutet hat, ist einer gestorben. Und er kann gar nicht angeläutet haben. Nein, das ist kein Glaube. Also, der Pizza bestellt hat, der Polizei angerufen. Der Nein, Nachbar von dem. der Nachbar. Ah, der Nachbar hat. Warum? Weil er in der Ferien war und gar nicht daheim war. Der ist doch ein gewesen. Der andere. Weil er sich aufgeregt hat, dass er läutet. Er hat gar kein Internet gehabt, darum hat er gar nicht bestellen können. Das ist gar nicht Ja. möglich. Ich habe eure Antwort so gegeben, Louis, vorher Flippe und was wir kombiniert haben. Ganz schlicht und einfach gewesen. Der Pizzakurier ist gekommen, hat geläutet, es war in einem mehrstöckigen Haus gewesen. Pizzalieferant war vor der Haustür gewesen, hat mehrmals geläutet. Die Tür ist nicht aufgegangen, somit hat der Nachbar geläutet gehabt. Der Nachbar hat den Ding keinen anderen nicht aufgemacht, wo er immer aufmacht. Ist was passiert? Es hat die Polizei geläutet gehabt. Aber dabei hat der andere, der Pizza bestellt hat, einfach die Leute nicht gehört gehabt. Aha. Okay. Okay. Kann man für euch, für diese Frage, euren 10. Punkt geben? Ein 10. Wow, Gibt es einen so halben schön. Punkt für diese Frage? Aha, Stark. Super. warte schon. Das. Ah, du bist das mit dem Soundeffekt. Ich habe gemeint, der Purzel. Ja auch. Frage Number 7. Wie viele Fragen haben wir bis jetzt gehabt? Ist die Frage. Oh. Warum ist ein Weiber das Y viel heller als mit Q? Was? Wieso landet wieso landet ein Paket aus Spanien mit 12 Kilogramm Gras drin beim Schweizer Zollverwaltung? Aha. Hm. Weil. Ja, weil die Zöllner schlau waren und Schmuggler verwünscht haben.
Nein. Also die Schmuggler sind nicht verwünscht worden. Nein. Wie sie es dort nicht geschickt haben, ganz einfach. Sie haben es einfach In an die die Zollverwaltung. in die Schweiz bestellt. Nein, an die Zollverwaltung haben sie es geschickt. Spanier. Ja. Nicht bewusst. Vielleicht hat es eine Zwischenlandung da gemacht. In der Schweiz. Von Spanien mit dem Lastwagen von mir aus. Wo hier jetzt wollen? Vielleicht Flugzeug. Dann ist es am Schweizer Zoll kontrolliert, damit das Flugzeug kann gehen. Wo hier Ja, und der Gianfranco war eben gerade am Zoll gewesen, und der schmückt jede Droge. Der Gianfranco. Also reden wir da von Flugzeug oder von Lastwagen? Spielt eigentlich keine Rolle. Alles. Okay. Wir reden aber von einem 12 Kilogramm Paket aus Spanien, wo Gras drin kalt und bis wieder tot gelandet ist. Jemand ist von Spanien mit dem Auto brumm brumm in die Schweiz und hat 12 Kilo drin gehabt. Im Auto. Also wenn das stimmt, Purzel, dann ist es langweilig. Nein. Der einzige Verarscht bist du. Kann das auch sein, dass einfach ein Bauer, der gerade gemeint hat und wirklich Gras überbringt? Ist es nicht Gras? Ist es wirklich Gras? Ja, Aha. es ist Gras. Also Gras. Also was für Gras jetzt? Du meinst, die Polizei hat jetzt normale Gras nur angetönt und geraucht und nachher trotzdem heim gewesen, wo es gar nicht geht. Aber denkt, wenn das eine optische Täuschung ist, wenn man denkt, dass es Gras sagt und man kann rauchen, ist das normale Gras auch wie das andere Gras. Ich bin auch heim. Sie haben wollen Emmentaler-Käse herstellen und haben gemerkt, dass das Gras von der Kühe unterschiedlich ist, darum haben sie 12 Kilo normales Gras von der Weide geschickt, um Bodenproben zu machen, um zu schauen, was der Unterschied ist zwischen der Schweizer Wiese und der spanischen Wiese. Also meinst du, die sind so Gras, Erdstückchen so ausgestochen und wollen in die Schweiz transportieren. Und dort Genau. einsetzen. Genau. In Was weiß Spanien viele trockenere Atmosphäre haben und darum das Gras dort viel grosser ist. Wie der Schweiz. Genau. Nein, es ist schon Gras, es sind schon 12 Kilo Gras, wo man raucht. Das ist 12 Kilo Gras in der Kai, ja? Es geht schon um das Gras. Von Gras, ja genau. Reden wir von Drogen, meint sie? Von Gras, ja genau. Eben ja, Das sonst können sie Gras. eben noch anders. Sag einfach Drogen ja oder nein. Gras. Also es sind keine Drogen, oder was? Es ist Einfach Gras. keine Drogen. Gras. Aber dann muss es nicht unbedingt Drogen sein. Wenn er sagt, es sind Drogen, Ja. dann sagt er Gras, dann Es muss es ist ein Gras. Gras, aber rauchen. Man kann alles rauchen, man kann auch einen Bleistift rauchen, wenn du willst. Nein, es ist das Gras, das man die kann da. rauchen. Die Tasse die ist feuerfest. Es ist ein Gras, das man kann rauchen Kann man kann. kaufen auf bottles-shop.ch für nur 45 Franken 90. Der hat sie sicher ausgeschrieben. Wenn es Drogen wären. Nein. Wohin in der Paket ursprünglich sollen? Irgendwo, wo es kein Gras hat. Nach Holland. Nicht nach Holland, nein, nicht nach Holland. Ich hätte jetzt gesehen, immer gesagt Ägypten, weil die einfach keine Wiese haben. Nicht nach Holland, sondern Italien. nicht nach Deutschland. Italien, nein, nicht nach Deutschland. Frankreich. Auch nicht. Liechtenstein. Nein, Österreich. auch nicht. Ach so, ich weiß es. Bitteschön. Die haben das Katar, die Stadien sind die am Bauen gewesen und die haben die Wiese, den Rasen gebraucht für das Stadion, für die WM. Das sind die 12 Kilo, das sind die ersten 12 Kilo, die sie haben wollen. Die ersten paar Quadratmeter ums Goal herum. Und das sind die einzigen Grashalme im Stadion, wo man auch rauchen nachher heim wird. Genau! Ja, jetzt fahr mal heim.
Vorher hast du gesagt, einfach nur rauchen. Rauchen kannst du in den Bleistift. Also, Außer meine Tasse, weil die ist feuerfest. mich nimmt er nicht ernst. Probiert ihr es mal. Also, den will ich dann weiterraten. Es gibt noch mehr Länder. Also Katar ist es nicht. England, Auch nicht. Schweden, Auch nicht. Ukraine, Auch nicht. Russland, Nein. Estland, Nein. Luxemburg, Über Luxemburg. Was? Über Luxemburg. Holland. Belgien. Genau. Also hätte nach Belgien sollen. Ja. Okay. Und sie ist in der Schweiz gelandet. Ja. Okay. Sie haben anstatt Belgien Bern geschrieben. BE, genau. Wie? Ah ja. Nein, aber ist nicht dran der Lösung. Oh! Das Also CH der hat, West gegeben. das CH hat ausgesehen wie ein B. Weil es schlecht geschrieben Noch hat. als BH. Nein, so geschrieben. Mein Gott, Furzel. Für Belgien. Abkürzung für Belgien ist BH. Weichknall, lernt man immer mit. Dann kauft man nicht die Tasse. Die ist auch feuerfest. Es hat wirklich, also hat es eine Verwechslung gegeben. Sie ist aus Versehen in der Schweiz gelandet. Und wieso? Ja. Ah. Wieso dann plötzlich ein Paket, weil Belgien sollte in der Schweiz? Die Adresse, die sie in Belgien hätte sollen annehmen, die gleiche Adresse gibt es auch in der Schweiz. Genau, das ist die korrekte Antwort. Gebt euren 5. Punkt erarbeitet. Oh! In Spanien ist das Paket für Belgien aufgegeben worden. In der Ruf die Postleitzahl gibt es sowohl in Belgien wie auch in der Schweiz. Darum ist das Paket noch in die Schweiz geworden, statt nach Belgien. Aber die Verwaltung die Adresse nicht in der Schweiz findet, haben sie das Paket öffnen, um jemanden über den Empfänger zu erfahren. Aber dadurch haben sie nur das Gras gefunden. Und man kann rauchen, dadurch high wird. Okay, alles klar. Information, die Tasse kann man rauchen, dadurch wird man auch nicht high. Weil sie fürfest ist. Ui. Euer Das habe ich auch 5. mal halber Punkt. Nur ein halber Punkt. Sagt die dort, wie komme ich die, keine Ahnung was. Frage Nummer 8. 8. Was ist eine Fresszelle? Soll ich jetzt euch raten lassen? Du weißt es? Also ich glaube. Nicht die Glaube Tasse. ich nicht wissen. Ich sag nichts Ja, mehr. soll ich sagen oder soll ich noch was? Ja, sag nur. Sag's, Also- komm's raus. Also ich nehme es an, dass es das ist. Eine Fresszelle ist ein Teil vom Immunsystem. Und was macht Also- ihr? Das Immunsystem im Körper tut ja Bakterien und Viren abtöten. Oder wie auch immer man das sagen. Und eine Fresszelle ist etwas davon. Eins davon. Oder ein Müllhaufen sozusagen. Also Fresszelle, Alles was tot abgestorben ist vom Immunsystem, wo aber noch Bakterien und Viren, die schon tot ist, dann kommt die Fresszelle und tut alles super machen. kann man so erklären. Könnte sich ein Doktor besser machen, aber ist an sich richtig, genau. Ja, gell? Ja, ich weiß, es ist nicht gut erklärt, aber ich weiß gar nicht, wie erklärt. Im Körper eingedrungene Bakterien und Viren können vor Ort direkt durch eine Fresszelle und sie das gemacht werden. Sie gehören zu den weißen Blutkörperchen. Die Zelle schließt die Krankheitserreger ein und verdaut sie. Dadurch wird es den unschädlich gemacht. Wurzel, Ja, genau. ich Ja, habe das gemeint, wird besser. Wurzel, das sage ich die Excel-Zellen, die du nie triffst mit dem Cursor. Damit haben wir jetzt 8 Punkte bei 8 Fragen. Ich komme nicht raus, wie du das zusammenzählst. Hey, nein, jetzt haben wir 6,5. Wie es die letzte Frage ist. Die letzte Frage gibt eben die 2,5 Punkte. Es hat doch noch mal eine. Ja, ich weiß. Nein. Ihr habt da 6,5 Punkte.
von 8 Fragen. Ich komme nicht mehr raus. Reden zur Frage Number Ich auch nicht. 9. Muss ich nur schnell suchen. Ich glaube, ein paar Fragen da. Immer schon einen Teil schon davor schon gehabt. Du, 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 du. Zack, da bin ich wieder! Super. Ja, die haben wir auch schon mal gehabt, ne? So, also, Frage einfügen. Nicht Frage ausführen. Nummer 9. Ist etwas vom Zuschauer aus Drogen eingereicht worden. Mit T. Namen darf ich nicht nennen, Was? aber er heißt T.S. Punkt S. Und der Mr. T.S. Will wissen, wer er heisst. wird wissen. Wird wissen, warum die Frage so groß ist. Wieso hat dem Fischer aus Kiesweiler einen Polizeieinsatz gegeben? Das ist ein bisschen komisch, weil es kein Wasser hatte. Also du meinst, er ist Trockenfischen gegangen? So wie der Polizei, der Führer macht Trockenübung, geht er Trockenfischen. Genau. Nur ist das in Kiesweiler nicht erlaubt gewesen, meinst du? Ja, das war einfach komisch. Darum ist ja richtig! Vielleicht ist es auch der Fischer mit seiner Werbung Fischer, im Fernsehen. mit Bettwaren. Ja, genau. Und ich bin der Ist das auch richtig? Tastenverkauf. In dieser Werbung. Genau. Jetzt tust du, jetzt gibt's Angebot. Eine Tasse für 2. Zahlst 2, bekommst du eine. Wow. Genau, nein, man kommt gar keine. Das ist aber geil. Eine für 2, jetzt Angebot, unbedingt kaufen. Zudem sind auch Fürfest. Irgendwie mal hast du in die Blechklasse heute schon in die Kamera gehalten. Geht's wirklich um einen Fischer oder heisst der Fischer? Es geht um einen Fischer. Okay. Aber bevor ich wieder antworte, noch kurze Werbung. Kauft unbedingt jetzt die Tasse, wenn ihr die Tasse kaufen, jetzt soll jetzt doch noch so ein cooles Spielzügli. Da kommt der Adler und man kann draufdrücken, dann geht ein Flügel runter. Wie noch sehen. Einfach, Gibt's gratis dazu. Jetzt zuerst noch. Einfach. Eine Tasse plus gratis ein Spielzeug dazu. einfach als Notiz für mich, für die nächste Sendung, ich schreibe einen Purzel Werbung ohne nie. Ich glaube es auch, ja. Sie sind Feuerfest. Also, weiter. Und am Montag schaffen wir auch, ja. Ja, jetzt Nacht, um 8:30, ja, 9:30. Sind Sie dabei, mein Taste verdicken? Was heisst Kiesweiher? Der Ort? Ah, nicht der Weiher. Nein, Es ist der kein Ort. Weiher, es ist ein Ort, der so heisst. Ja. Aha. Der Aber Ort es ist geht ein ja Ort trotzdem um den Fisch. bei Karlskron. Karlskron. Ja. Ah, das ist in Deutschland, nicht in der Schweiz. Er hat Nein. in einer Body wollen fischen. Nein. Es hat keinen Fisch mitgegeben. Es hat keinen Fisch mehr gehabt. Ja. Wie stellst du dir vor? Er hat einen Fisch. Hat er einen Fisch wollen fischen, hat einen Fisch gefangen, der eigentlich unter Tierschutz steht. Artenschutz. Der Tierschutz. Er hat in einem Zoo gefischt. Nein, nicht im Tagfisch. Nein, nein.
Fische sind gestorben. Weiten welche Fische überhaupt? Wahrscheinlich Fisch? Fisch, darum heisst der Fisch. Aha, gerade so cool Tasse, und man kann kaufen beim Shop. Ja, ich glaube, wir Tassen fischen. Magnetfische. Das was David richtig hat. Er ist auf der Suche gewesen, im einzigen Jahr in Deutschland, um so eine Tasse zu fischen. Er kauft den Fisch zur Tasse, was er wird der Fisch am Morgen gehabt. Das ist, also, weißt du, die ersten 20 Mal ist Der es Köder, lustig. der Köder ist das coole Spielte da, und wo man draufdrücken, und wenn es überkommt, wenn man die coole Tasse jetzt bestellt, Ja, aber Magnetfischen wäre schon noch möglich. er hat nicht Magnet gefischt. Okay. Also er wollte Fisch fischen. Ja, das habe ich mein Spiel Was hat er kaputt gemacht. Und dann hat er etwas rausgezogen, wo kein Fisch war. Nämlich? Eine Leiche? Elisa. Nein. Hey, ich weiss was. Der Gin. Er redet das, Hedi. Eine Ne, wisst ihr Leute, die Tasse ist so groß, dass 800 Kilogramm Gin drin Platz sind. Eine Bombe. Eine Bombe. Ja. Ein Und Blindgänger. noch eine Amanda, bitte Duft hat. Nein. Ein Blindgänger. Ah, Der Bambli. Polizei möchte... Ein Blindgänger. Also auch Bombe, ein Blindgänger. Er Wo wollen ins Wasser kann geflogen? Bombe gefischt. Ein Velo. Nein. Eine Waffe. Nein. Ein Taucher. Dildo. Was? Ein Voodoo? Alles gut. Also hat die Polizei wegen dem müssen kommen, der noch rausgefischt hat. Möglicherweise. Ein Taucher. Ja? Taucher, nein. What? Du weißt, ein Taucher hat abbissen. Oh, lecker. Mädchen, oder hat er Mais dran gehabt? Aber wahrscheinlich hat er die Tasse, alle anderen Leute dran, weil er mit Gin gefischt sind. Der Taucher denkt, oh geil, Gin, füllt die Also, Tasse. er hat ganz normal gefischt. Im Wasser, also Ja. ins Wasser. Ja. Ganz normal. Was war rausgefischt? Abfall. Was für Abfall? Plastik. Geld. Kein Plastik. Viel Geld. Ein Koffer voll Geld. Ja. Wo? Von wem? Wie? Vom Polizeieinsatz, nein. Aus dem Wasser. Ein Gangster hat irgendwo hat einmal irgendwie gestohlene Million oder so, wie auch viel Geld auch immer, im Koffer im Wasser versenkt und er hat es rausgefischt. Klingt gut. Ein Tipp gegeben. Gin. Hat die Gin-Ding rausgefischt? Nein. Er hat den letzten Geist rausgefischt. Der Genie. Er hat? Also reden wir da wirklich von einem See oder von einem Fluss? Nehmen wir es mal als ein See. Also was mir einfach so spontan in den Sinn kommt, Ja. ist, es gibt doch da die kleinen See, also die Becken, die grossen, wo die Leute einmal so Geld reinrühren. Kennen ihr das? So 10 Rappen und so. Und Ja. wenn jetzt einer mit der Angel dort steht, mit einem Magnet und all die Zähnerchen holen und so. Das war kein Magnetfischer. gewesen. Er hat nicht, Ja, was- nein, hat nicht da dran können, nein. Vielleicht hat er es mit einem Hacken all die 20er rausgebracht. Was hat der gefehlt? Du meinst, er hat so einen Plastikfisch genommen, in der dran hat er einen Magnet angebunden, dadurch ist es dann... Ach, Ja. Gute Idee, aber falsch. Schade. Ist eigentlich eine gute Idee, ja, könnten wir mal machen. Nein. Oh, hä? Er hat... In der Stelle, die wir am Lecken sind, ist noch ein cooles Geschenk für Valentinstag, wenn wir so eine coole Tasse.
Jetzt kaufen! Jetzt haben wir Aktion! Eine für 2! Sie ist dafür fest. Ja. Typisch, warum auf einem guten Weg sein. Also bei welchem? Also was hast jetzt du gesagt? Etwa um so 20:47 Uhr. Super. Etwa dort ist es. Was hast du gesagt? Er weiß noch ganz genau. Die Frage ist nur, ob wir dir trauen, Purzel. Ja, komm. Sprich's an. Er traut es nicht. Was habe ich alles gesagt? Du hast ganz bestimmt gesagt. Ganz bestimmt. Ja. Meinst du das da? Ja, genau, das jetzt noch ein bisschen auffahren und den laufen lassen. Was ist denn Und dann noch so im Nebenbei noch so eine coole Tasse kaufen. Was hat denn Dildose gefischt? Was? Nein, das nicht. Was kann man in einem See fischen? Er hat etwas gefischt, hat nachher aber aufs WC müssen. Und dann hat er aber einfach das Aberland in den See gemacht. Und das hat jemand gesehen und hat die Polizei geholt. Nein. Aber ja gut, wirklich, wenn wir nicht schlecht sind. Ist die Antwort verkraftbar für den Windkanal? Ja, für die Tasse. Auch sehr verkraftbar. Jetzt um ihn zuschlagen. Ey, jedes Mal, wenn ich etwas sage, Mann. Ja, jetzt haben wir die Tasse gehört. Du. Er ist ertrunken. Im See. Ja. Also meinst, er hat so einen fetten Fisch dran gehabt und vorgehört, dass der Fisch ihn reingezogen hat. Kann sie? Ja, aber wir Polizei nicht kommen. Vor allem nicht als Grosseinsatz. Vor allem wir würden den Polizei anrufen. Er ist ja im See rein. Und die Hände wahrscheinlich kaputt oder so. Ich weiß nicht, was er fischt. Also der Fischer hat Ich die weiß Polizei nicht. angerufen. Also der Fischer hat die Polizei angerufen. Ja, müsste jetzt da. Er ist vertrunken geworden. In dem Fall. Aha. Was könnte das sein? Was fischt man so am Auto im Alltag? Fisch, Waffe, Ja, Waffe im Alltag, ja. Abfall. Jede 5 Fische ist wie so eine Waffe. Ja. Hä? Was ist mir denn noch so ein bisschen? Er hat. Diamanten? Sag er hat das Dose gefischt. Ein Spielzeug. Jeder, der das gekauft hat, der spielt auf Scheiße und hat den Zähne geworfen. Und da steht Karls Kronenmeier gsi. Beim Kiesmeier in Karlskronen gsi. Warte, ich habe eine Idee. Ja, schieß los! Was ist, wenn Telefon oder eine Stromleitung durch den See durch, also als stark isoliertes Kabel irgendwo dort durchgegangen wäre? Bin Uhr. Geht weiter. Durch den Weiher oder was auch immer? Durch Es den, darf durch den nicht, See? das war ja durch. Sag mal eine Telefonleitung. Und der hat bei der Angel ist mit dem Haken dran gekommen, hat gezogen und das Ding ist irgendwann abeinander gewesen. Und dann hat das ganze Dorf nicht mehr telefonieren. Oh nein, lass deine Tasse da unten. Nicht schlecht gsi. Aber leider falsch. Okay. Aber es war wirklich so schüchtern eben gsi, wie wenn das neben mir steht. Also
Also es ist irgendetwas im Grund von dem See. Und nicht jetzt hochkommen. Frage ist, ob es nicht hier sollte. Du hast gesagt, ein Auto? Was für ein Auto? Stehst du davor? Das hat er nicht... Ein Käfer. Ja, es muss ein kleines sein, sonst hätte er es ja nicht durchgebracht mit der Angel, oder? Ja, selbst der Dass Neffe schon mit der Anglerfische, nicht mit dem Netz oder mit keine Ahnung was, abschleppt. Ah, stimmt. Fischer gibt es ja auch. Hat er mit einem Netz gefischt, aber das Netz ist nicht mehr zugelassen, weil es gibt ja gewisse Netze, die nicht mehr darfst benutzen wegen... Vielleicht ist es Papstmobil gewesen, das ist ein Papstmobil. Nein. Nur das Wunder nicht. Weißt du, das für ein Auto gewesen? Sie haben ja. Tesla. Tesla, nein, was die Bibel sagen? Ein Oldtimer. Und denen, was macht man? Weißt du, mit dem Oldtimer gewesen? Geschützt. Geschätzt? Geschützt. Also Das heißt? sehr viel Wert. Das Auto ist früher gestohlen worden. Wo wir es herausfinden, merkt man das Auto... Ah nein, das kann ja der Fischer nicht wissen, dass das Auto mal gestohlen worden ist. Es war sein eigenes Auto. Nein, nicht sein Auto. Nein, nicht sein Auto. Geht ums Auto. Was für ein... Bitte nochmal. Geht es ums Auto? Reden wir weiter im Auto. Finde ich mal spannend. Aha, okay. Stimmt wirklich. Kann man mir Es immer geht beantworten wirklich- für euch. Also es geht um ein Auto. Ja. Was kann mit Autos sein? Wenn ihr sagt, nehmen wir was andenkt, es ist ein Oldtimer. Wertvoll. Oder? Nicht wertvoll. Umweltschädlich. Nicht Umwelt. Ja. Ja, kann da sein. Das Öl, das ausgelaufen ist, Benzin. Könnte auch sein. Kaputt. In dem Auto, im Kofferraum, sind deine Tassen drin gewesen. Genau, der Reto genau das Antwort. Nämlich, der Reto, er hat ein Auto genommen, reingefahren, alle Tasten, die ich vorgebracht habe, verkauft hat, die Leute vernichtet. Weil er so aufregt, dass jedes Mal, hey, mach mal der coole Taste, und sogar feuerfest ist. Und dadurch ist der Mann noch gekommen, der Mann bin ich gewesen, hat einfach mal einen Plan aufs Fischen, und merkt, oh, das Auto dran mit Tassen drin. Und dadurch Aber haben sie gefunden, jetzt kann ich wieder mit Tassen verkaufen. Aber Burzel, ich verstehe es trotzdem nicht. Du hast gesagt, es ist ein relativ kleiner See. Ich habe gesagt, dass er klein ist. Ja, ich sag jetzt mal ein See. Ich meine, wer tut in einem See mit einem Netz fischen? Einer sagt, er wird nicht gefischt. Nein, nur gesagt, es wäre möglich. Ah nein, es ist nicht sicher. Ja, wie willst du ein Auto fischen mit der Angel? Angel. Das stimmt. Wer sagt, dass man mit der Angler fischt? Vielleicht so der Fischer Ich auch hab gesehen, aber und hat anders rausgenommen. Hat jemand einen Unfall gemacht mit dem Auto und dann ist dort noch ein Verletzter drin gewesen, weil er gerade erst Warum gefahren hat er ist. gemacht? Weil er mir das gekauft hat. Im Shop. Okay. Mit was kann man denn noch fischen? Vielleicht war es ein Tassenvertreter, der hat so gestresst, dass der andere ihm die Bremsleitung durchschnitten hat und dann ist er in den See gefahren. Das könnte schon noch sein. Ja, ich würde also aufpassen, Purzel. Ja, soll ich jetzt etwas sagen? So. Nein. Ich glaube, ich weiß nicht, hä? Also Doch das noch Auto. Autos in den See entzogen. Ja, aber man muss mit einem Polizeieinsatz rechnen. Wieso? Weil man es zwar entsorgen darf, aber man muss halt sehr viel Geld auf dem Konto haben. Wieso? Sagt er noch Nein, man darf es nicht, Ich wollte Purzel, man darf es nicht. Und dann sagt man, das heißt auf 500 Schmiergeld, hat niemand Geld für Schätze entsorgt. Man darf es nicht. Ist logisch. Ja.
Das ist schon mal richtig. Darfst du nicht sorgen im See. Aber so Tassen kaufen ist ganz legal. Mensch, ist legal. Ja, aber nur, wenn das nicht feuerfest wäre. Glaub mir. Das Die ist Tasse noch. kaufe ich jetzt dann und rühre das Ding genau in den See ein, wo das Auto drin gelegen ist. Ey. Also darf kein Auto im See entsorgen. Die Tasse schon. Nein, das tut auch nicht. Ja, du. Nein. Wem geht denn das Auto? Am Fischer. Also der Fischer bezahlt und das Auto liegt dort innen, da liegt das Auto drin, wenn es rausnehmen. Nein. Nein, jetzt kann ich ja nicht den Fischer geben. Spielt denn das eine Rolle, wem es gehört? Für die Lösung. Jein. Vielleicht Chemieauto. Was spielt eine Rolle, ob sie dem Auto drin ein paar gute Tassen drin hat oder nicht drin hat? Du willst sagen? Nehmen wir mal an, es ist ein Auto von 1950. 1950. Darf man mit dem Auto auf die Straße umeinander fahren? Hä? Ach, no, durch das Auto von 1950, darf ich mit dem Auto auf die Straße umeinander fahren? Brauchst du eine Zulassung? Wieso? Wer es alt ist? Aber ich die Zulassung. Für das Auto. Du brauchst ja für jedes Auto eigentlich. Deutschland ist ein Autoland. Das stimmt. Die fahren immer mit Autos. Also ist in Deutschland passiert, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja. Ja, doch, Karls. Auf jeden Fall ist Deutschland. Ja. Der drittgrößte Ort in Deutschland. Ich meine, von dir kommt die Frage. Nein, Okay. der Kiesweiher liegt bei Karlskrona, am drittgrößten Ort von Deutschland. Und ich kenne ihn nicht. Ah, warte, ich habe eine Idee. Nehmen wir mal an, vor 70 Jahren ist einer mit dem Oldtimer in einen See gefahren Ja. und hat den so. Und ist einfach geflohen. Nicht mehr auftaucht. 70 Jahre später bauen sie dort, weil die Stadt sich vergrößert hat, bauen sie dort einen schönen Park. Ja. Oder seht mit seinen Leuten. Und logischerweise, wenn sie alles umbauen, hat es dort keine Straße mehr. Und jetzt kommt der Polizeieinsatz, der sagt, wie kommt ein Auto quer durch den Park durch, ohne eine Straße irgendwo in der Nähe, genau dort hin, ohne dass es irgendjemand merkt, weil es rundum ja schliesslich Stadt ist. Und denen? Klingt das plausibel? Weiter? Ja, keiner hat es herausgefunden. Das ist das Kuriose am Ganzen. Weil ja das Auto vor 70 Jahren dort gefahren ist, wo es noch eine normale Straße war. Noch ein paar drei rausgenommen und hat sich gewundert, warum das Auto drin hat. Oder warum das Auto drin ist. Genau, obwohl es keine Straße hat. Die Idee nicht schlecht. Aber der Fischer hat doch der Polizei angerufen. Ja. Ja, der war in einem Perkli und hat seine Fischfälle. Fische. Genau. Ist vielleicht eine halbe Stunde gelaufen von der nächsten Straße und. Ja. Haben das Auto entdeckt. Er hat das Genau. Auto Ich stelle mir entdeckt. so ein Central Park in New York, Er hat weißt das du? Auto entdeckt, ja. Und dann hat der Polizei angerufen, weil er nicht gewusst hat, warum dort das Auto drin ist. Wann ist das passiert? Ist unrelevant, wenn. Vielleicht ist das Wasser ausgetrocknet und dann haben sie es auf dem Grund gefunden. Nein. Der Fischer hat es als erstes gemerkt, weil er war der Erste war am See. Der Fischer hat es bemerkt, das ist richtig, ja. Okay. Aber weißt du, wie merkt das überhaupt ein Fischer? Vielleicht wenn du Dings fischen, Grundfischen, Aalfischen. Ich gehe Aalfischen. Der Aalfischen muss am Grund runtergehen. Okay. Und dann muss er so hochziehen, muss die Zange so hochziehen. Und dann fahren wir das Auto dran, genau so ein Silk. Die ist auch am Weg gewesen.
Da wär's doch gerissen, oder? Ja, noch eine Sekunde, was drin hat, hat das ja auch gesehen. Vor oben eben. Jetzt ist das Wasser klar gewesen. Klar wie Kloßbrühe. Also hat das Auto in dem Fall gesehen? Den niemand, den hätte nicht angerufen. Ja, wenn es ein Oldtimer gewesen wäre und der 70 Jahre da gewesen wäre, wäre es ein bisschen komisch, wenn es so lange nicht gefunden worden wäre. Man weiß nicht, wie alt das Auto ist. Du hast doch gesagt Oldtimer vorher, oder? Ja, das könnte Ja, auch stimmt. sein. Du gesagt, das war nur ein Beispiel. Das war nur ein Beispiel. Aha. Gewesen. Nein, Haus, kein Spruch aus mit meiner Tasse. Vergiss es. Danke. Sehr lieb. Dass es nämlich kein Witz ist, aber dass ich wirklich kaufen kann. Jawohl. Also mir meine Mittels gehen mit einer Tasse, sage ich die Lösung. Es war am Fischen sein Auto. Gewesen. Hat wer gemeint? Polizei. Und darum? Hat er nachher eine Strafe zahlen? Weil er das Auto illegal entsorgt hat. Kann Und der einzige Anweis. so gelten lassen. Oder Fischer nachher eine Strafe zahlen für das Auto, das er nicht entsorgt hat. Überraschend hat es eben, weil überraschenderweise hat es ein Auto oder einen Wagen im See rein gehabt, wo der Fischer gesehen hat. Weil der Polizei da wieder gehabt, dass jemand das Ding rausziehen. Irgendwann aber festgestellt, dass das Auto gar keine Zulassung mehr hat. Also hat die Polizei gemeint, dass der Mann das Auto illegalerweise dort entsorgt hat. Okay. Und auf die Idee von der vom Links, also sie haben gewusst, es hat keine Zulassung. Ja. Den sie es nachgeschaut gehabt. Wenn Das hat doch das Auto eine Nummer. Genau. Du musst herausfinden, von wem das Auto gehört, wenn du eine Nummer hast, oder? Ja, aber es ist nicht mehr zurückgelegt. Sie haben die Nummer eingegeben und gar nicht mehr gefunden zu dieser Nummer. Ach so. Genau. Haben sie gefunden, ja, vom Fischer haben wir auch nicht mehr gefunden in der Datenbank, dann wird es von ihm sein. Ja, genau. Das ist es so. Fix. Das ist es. Ende Gelände. Geil. Das macht ja eigentlich, aber dann die Polizei schlampig ermittelt, weil warum sollte Fischer die Polizei informieren, wenn er vor das Auto selber dort hineingeschmissen hat? Es geht alles. Vielleicht der Ding. Also Nein, nicht mehr jetzt. Das stimmt eigentlich schon, weil das ist eigentlich auch die Person, die ja am wenigsten davon ausgeht, wenn sie selber meldet, dass sie es ist. Außer du willst aber genau das als Täter beabsichtigen. Genau. So, aber dann muss die Polizei noch ein bisschen mehr mitnehmen. Genau, das ist ja so wie der Purzel, der immer von seiner Tasse redet, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht schön aussehen. Also ich hätte auch noch eine Tasse, die ich zeigen könnte. Also, Er weiß ganz genau, dass der Stream nicht immer die beste Grafik hat. Darum zeigt er sie nur im Stream und nie in einem Video. Das ist es so. Also ich hätte auch noch eine coole Tasse, aber die ist wirklich cool. Und die kostet aber nur 15 Franken. Nein, 20 Franken kostet sie. Jetzt kannst du noch drunter Debbie schreiben und dann kannst du gerade 25 dafür verlangen. Oh ja. Oh ja. Also soll ich die Tasse holen oder soll ich sie noch zeigen? Der Sinn von Social Media ist gerade verstanden worden. Ich kann sie schnell holen. Jetzt kaufen. Bodenshop.ch. Das ist wieder die einzige wahre Tasse vom Purzel. Also, Ein ganzer Schriftzug von unten links nach oben rechts. Verfließt in einem eleganten Grün. Das Wies harmoniert schön auf das Grün ab. Zudem ist er noch feuerfest und der Platz für 500 Kilogramm Gin.
Ich habe auch noch eine coole Tasse gemacht, gehört zu meinem Hörspiel von den Powerdetektiven. Wer gerne so eine Tasse will, darf das auch sagen, für 20 Franken. Würde ich gerne nochmal eine machen, kreieren für euch. Ebenfalls auf portalinershop.ch verfügbar. Kooperation mit Debbie und ihrer Powerdetektive. Genau. Wenn ihr Debbie das der Urlaubstasse kauft, gibt's noch ein Spielzeug dazu. Also Flippi, was meinst du? Tun wir auch irgendwann anfangen mit Tassen? Dann ist es einfach so, wenn eine Schweizer YouTube-Szene feiert, dann hat einfach von jedem YouTuber eine eigene Tasse. So, weißt du, einfach so eine riesen Aber schon. Regal. Der einzige, der wir kaufen, wird Anna. Ausser natürlich. Dadi der Toro Bimber ist natürlich ein Kochtopf. Genau. Echt eine Frisur. Ja, Nein, ich kann einfach Kochtopf kaufen. Genau. Oi, wo führt das hin? Dort an, wo es muss, oder? Nicht zu dem, weil ich das Quiz ist heute. Ich funktioniert das Quiz. Nicht so, aber. Ich glaube, der Purzel ist so fasziniert von dieser Idee, dass Nati einen Podcast macht, dass er gerade will so etwas Ähnliches machen. So quasi der Trailer davon, oder was? Ja, Alles klar. genau. Hast du noch eine Frage, Purzel? Ich habe eigentlich alle Fragen gefragt gehabt. Ich meine, wir sind erst bei der 9. gewesen. Das Ja, da sind sind wir schon ja wieder auch. Ich habe schon gedacht, du bist ein bisschen im Improvisieren zeitlich, aber ich Schon denke, wirklich. du schaffst es noch bis um 10. Jetzt noch reden sein. Wir geben uns Mühe für dich. Jetzt wieder. Ausser du zeigst deine Tassen in die Kamera. Ich meine Purzel natürlich. Ich glaube, nächstes Mal, Wenn jemand so eine coole anstatt Tasse hat. total genial, machen wir Mediashop. Mit dir schon? Mit der Dia-Show meinst Totale Tassen. Ja. du? Genau. Ich frage jetzt, wem kommt die Taste her? Also, ich kann auch so eins gestalten, ein Mauspad, wenn jemand eins will. Das Mauspad, ui. Das geht schon aus. Dicke Lippen. Dicke Lippen meine ich. Warum hat man im letzten Grund keinen geheizten Sitz? Obwohl man Millionen für Spieler ausgibt. Ist das jetzt eine Scherzfrage oder eine richtige Frage? Also halbe. Mich, Purzel, weißt es du? ja, wenn der mit Rädern ausführt. Nein, damit wir nachher einen lustigen Short haben. Ja. Ich konnte noch kurz das Quiz machen, vor allem mit Flippi und Debbie. Der war ja das letzte Mal schon gemacht mit dem Wallaway, mit dem Game Over zusammen. Das will ich noch die Kiontraining machen, kurz vor dem 10. Den tut er mal nicht gerne abschalten. 24. Den ist auch der beste Zeitpunkt, um das zu verkaufen. Genau, ich darf auch mal zeigen, weil sie haben ja in Kooperation zusammen. Also, Frage ist immer, fangen wir mit Flippi an. Flippi kann man anfangen, wenn er will. Es ist so eine, der Weiler kennt er schon, das Spiel heißt, du musst immer die Frage beantworten von vorne. Aha. Das heißt, die erste Antwort, die du musst sagen, ist Katzenklo und nachher musst du die Antwort geben auf die vorherige Frage. Weißt du, was ich meine? Aha. Ja. Wenn der andere nicht weiß, hast du einfach irgendeinen Bullshit raus. Aber du musst schon möglichst viele Antworten können sagen. Also immer die Frage von vorher muss man eigentlich nachher beantworten. Ja. Oder wenn man es weiss. Fangen wir mal an mit dem ersten Wort. Das erste Wort, das ich sagen, ist immer Katzenklo. Antwort zu der ersten. Katzenklo. Katzenklo ist die Antwort auf die erste Frage.
Verstanden? Glaube schon. Okay, die erste Frage ist, wer hat den Song Atemlos durch die Nacht gesungen? Katzenklo? Wer ist der aktuelle amerikanische Präsident? Helene Fischer. Wie viel Mal darf man sich in Amerika zum Präsident wählen? Wie heißt der wieder? Ich habe den Namen vom Präsidenten vergessen. Oh. Ich wüsste auch nicht. Das war Joe Biden. Oh! Karl Region befindet sich in welchem Kanton? Ich habe keine Ahnung. 2 Mal? Wie heißt die Hauptstadt von Tschechien? Graubünden. Wie viele Beine hat eine Spinne? Keine Ahnung. Die Hauptstadt von Tschechien heisst Hauptstadt. Von Tschechien habe ich keine Ahnung. Sorry, alle Tschechen da draußen. Prag. Ah, ist es doch Prag? Wie viele Oh, dann Beine liegt's hat eine noch Spinne? richtig. Nein, das ist die Frage vorher gewesen. Du hast jetzt zweimal die gleiche Frage Ja. gestellt, Putz. Sorry, ich meine, wie viele Tage hat der Januar? 8. Was für ein Buch hat der Albert Einstein gelernt? 31. Welcher Schweizer Sänger hat den Song zum Dance with Me gesungen? Schweiz. Welcher Sänger ist bei einer Show von Michael Jackson als Vorband gewesen? Irgendein Schweizer Sänger, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, wie der Sänger heißt von dem Lied. Das war DJ Bobo gewesen. Oh, ups. Und damit ist auch die Frage fertig. Ich sage jetzt einfach mal Metallica. Genau, nicht schlecht gewesen. Okay. Wie meine Tasse, nicht schlecht. Du mit deiner Tasse, du! Bin ich auch noch gekommen? Haben wir auch so eine coole Tasse? Unbedingt morgen halt, morgen neuer Song aus meinem Kanal. Der Tassensong. Also die Tasse ist also viel cooler. Zu den Power-Detektiven. Meine Tasse, genau. Geschenke dazu. Wenn ihr noch eine Frage hättet, noch, die zweite Frage hättet noch, wenn ihr die noch wollt. Ha. Hause. Ja. Und dann in meinem Archiv von diesen 3750 Fragen suchen. Aber hast du nur eine. Wieso ist ja nicht immer vorne schon gehabt? Haben wir einen Witz? Treffen sich 2 Päpste. Ich denke 2 Tassen. Okay, oder einen Witz? Treffen sich 2 Päpste. Schon fertig. Hi. Uhu. Hä? Hi, Was? Das ist richtig Schwimmt unten im See der Hai, macht der Hai. Und der Uhu fliegt oben durch, macht der Hai. Uhu, macht der Uhu-Hai. Das Gleiche, warum klebt ein Uhr am Baum? Das ist ein Fischkleister. Ja, genau. Ich habe eigentlich, warum klebt ein Hai klebt am Baum? Warum? Wenn der Uhu klebt, ist es Fischkleister. Ja, nur ein Kleister.
Wie hat der Uwe vom Hai gebissen? Hat der Hai weh? Also ich warte nur auf deine Frage, ich tue noch ein bisschen überbrücken. Wird er von einem französischen Zug überfahren, hat der DGW. Wird er von einem Käfer gebissen, hat der VW. Wow. Wirklich. Stabil. Sehr gut. Gratuliere. Wie tut es, wenn irgendein Hund in einen Baum rennt? Dock! Genau. Und wenn er noch eine Ente mitnimmt, macht es Dock, Tack. Und wenn es noch ein Schwein mitnehmen, macht es Tick, Dock, Tack, Tick, Tack. Nein, Tick, Tack noch nicht. Nein, der noch Nura hat, macht es Pick, Dock, Tack, Tick, Tack. Auf Französisch geht der Witz leider nicht, weil in Frankreich trifft der Hund den Baum nie. Chien! Unglaublich. Die sind Leute so blöd. Nicht so blöd wie meine Tasse. Eine schräge Variante. Der Uhu fliegt mit dem Hai übers Meer. Fragt der Uhu, was machst denn du da in der Luft? Sagt der Hai, ja, ich mache Workshop. Und wenn ganz viele Haie den Workshop machen, fliegen alle übers Meer, dann ist das die High Society. Hast du noch eine Frage? Also die Witze sind das Beste im heutigen Programm. Was ist denn das drin? Ja, Muss ich vielleicht fairerweise sagen. nein, die Frage haben wir schon mal gehabt. Nicht schauen, hören oder laufen. Ich suche nur die Frage raus, weil ich mich am Archiv nicht finde. Ah, da innen wäre sie gewesen. Also, Frage. Hast du noch mehr Witz? Nein, ist gut, die Frage ist gut, ich hätte schon noch mal einen. Ja, der kann raus, die sind gut. Mit dem kann man nie Versteckis spielen, weil er macht immer Ja, die sind blöd, die Witz. Also, Das Gleiche, ein Hai spielt Klavier, nicht doch Bach. Ja, genau. Ja, genau. Wir kommen zu einer Redewendung. Wo ich die Redewendung sich vom Acker machen? Haben wir schon mal gehabt. Hat ihr den schon mal vorher gehabt? Aber nicht Ja. gehört gehabt? ja. Doch, ja. Das ist schlecht von mir. Sorry, falsches Archiv gefunden. Ich habe schon mal gehabt, mit dem wirksamen Redewendung aus dem Nähkästchen plaudern. Da ist noch die Frage. Aus dem woher kommt das? Aus dem Nähkästchen plaudern. Komm. I don't know. Sind das Drahtstanten gewesen, die gern nähen? Und dann haben sie über alles Drahtschluss gesehen. Und wenn sie Näherinnen sind, haben sie aus einem Nähkästchen geredet, plaudert. Also mein Telefon, sagen wir den Drahttante, wenn sie dann sehen, sind sie aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, irgendwie so. Nein. Aber kommt der Ausdruck von Näherinnen? Kann sein, muss nicht sein. Okay. Hat das etwas mit der Geschwindigkeit zu tun? Wo? Vom Nähen, wenn man schnell von Hand näht, dass es dann so schnell ist, wie wenn man schnell redet? Nein. Scheiße. Ich bin Vogel schrottet.
Ihr wisst nicht, beim Kauf von 2 Tassen kann der Vogel selber aufbauen. Nicht schlecht. Sicher. Wenn ich noch das von dem jetzt dazu kaufe, kann ich auch wiedergeben. Wenn der Vogel wirklich und richtig zusammenbaut. Okay, woher kommt das Sprichwort aus dem Nähkästchen plaudern? Die Redenswindig. Und Blader ist aus dem... Aus dem Nähkästchen. Ich bin gar nicht sicher, was die bedeutet. Was heisst denn eigentlich die Redenswindig? Doch, du redest doch. Aus dem Nähkästchen plaudern heisst, du redest. Also. Was heißt, du redest aus dem... Nein, du erzählst das Geheimnis. Nein, du erzählst das Geheimnis. Kann ich erzählen? Ja, etwa so, ja. Doch schon. Ja. Mir erzählt das Geheimnis von jemand anderem. Ja, etwa so, ja. Okay. Ich kann ja mal Eigentlich nie den drauf kommen. einen Tipp raushauen, so wegen, kann man mit dem Nähkästchen von früher noch. Vielleicht hat man dort einen Exorzismus vertrieben oder so irgendwas. Na gut, mit der Schuhblase ist sie auch ein Soldat gewesen, also nicht mehr wirklich in die Schuhe geblasen. Das ist ein Heikästchen aus... Man hat aus dem Nein... Man hat Hätte das Neinkästchen genommen, man hat durch das Neinkästchen geplaudert. Man hat durch das Neinkästchen müssen durchreden. Nein. Ich weiß nicht warum, aber... Was ich auch schon das Gefühl ist mit Geheimnis. Was für ein Geheimnis weitergeben. Woher kommt das früher noch? Etwas. Woher kommt das ursprünglich? Von früher. Weißt du vorher noch sie? 18. Jahrhundert. Und weißt du dort sie? Und vom Meisterspiel oder so, wie es jetzt heisst? Was hat man nicht dort gemacht? 18. Jahrhundert? Nein. Und, Neinfabrik. und denen? Haben wir dort reingenommen. Die haben Geld verdient, indem sie in der Neinfabrik gearbeitet haben. Ja, und weiter? Und Meisterspiel aus dem Maikästchen plaudern. Und wie das Spiel kommt überhaupt? Hat er irgendwo seinen Ursprung? Aber... Aber woher? Hätte Weil noch eine Idee? Gar keine Idee. Gar nicht, nein. Also was bedeutet das nochmal? Das bedeutet? Geheimnis weitergeben. Ja. Was hat man vorhin gemacht? Das Sprichwort jetzt so heißt? Bekneit. Also kommt es aus einer Neinfabrik? Ja, kann man so sagen. Okay. Hä? Wenn man Mir hat Fabrikgeheimnis weitergegeben, wo man eigentlich nicht dürfen. Dann hat man Fabrikgeheimnis. Nicht Fabrikgeheimnis. Das Geheimnis, wenn man das Zeug nicht. Weil jeder hat seine eigenen Prozesse gehabt. Früher. Nein.
Zum Beispiel unterschiedliche Das Dicken denn? von Nadeln. Nein, also nicht. Wieso nicht draußen? Jetzt ist alles kaputt gegangen, mein Schießvogel. Also mir hat keine Seite erzählt, sage ich dir. Ja. Wo haben wir die aufbewahrt? Also Geheimnis hast du noch alles im Kopf. Was gibt es So, für wenn- Geheimnis? Wenn es das so ist, dann im Nähkästchen. Was gibt es denn für Geheimnis? Viel. Zum Beispiel? Was mir nahe. Oh. Frau betrügen, Mann betrügen. Das ist ein Geheimnis. Sollte. Das Käse. Was gibt Wenn es es für jetzt Geheimnis? sollte. Löse ich sagen? Hm. Wir sind nicht auf einem schlechten Weg. Oder was wir vorhin noch gemacht haben, haben sie auch schon in der anderen Schule gemacht, wahrscheinlich ja nicht. Gelismet. Von Geheimnissen, sag ich jetzt mal, von den Geheimnissen. Geheimnis in der Schule. Ja, das hast du schon gemacht. Gehabt. Anderen weitergeben. Tratscht. Was für ein Geheimnis? Persönliche? Der Lukas Sachen halt- hat, Lukas, hat Isabel geküsst. Ih. zum Beispiel, ja. Sie werden das sagen. Aber ich traue auch zu nehmen, sie sollen einen Witz machen, wie das. Ja. Komm, sag's. Ich weiß das, ich will es nicht sagen. Ich will das. Was ist, wenn es um eine geheime Tasche geht bezüglich, sag mal, irgendwie etwas, wo genäht hast? Zum Beispiel Kleider, so eine geheime Tasche, wo das nachher im Sinnbild für das gestanden ist? Also Geheimnis. Also, du meinst, du baust eine Tasche, so einen Riissverschluss, an deine Hose an, aber ohne Riissverschluss, also ohne das Teil zum Öffnen. Dass es nicht sieht, dass nicht jeder geht sieht. Geheimtest. Meinst du wie so ein Ausgang? Meinst du, was ist so eine Hintertürli? Das klingt jetzt irgendwie gerade mega komisch, wenn du das sagst. Nein, ich meine so ein bisschen wie. Wie das deutsche das deutsche Gesetz des Heiraten. Eine Heirat ist dann ungültig, wenn der Traum oder wenn der Ehemann nicht wusste, dass es um seine Hochzeit ging. Ja, So aber was definitiv in Deutschland heiraten, weil dort kannst du eine Hintertür finden, ja. Nein, ich denke Ja, zum Hochzeit ist dann Beispiel. ungültig. Wenn einer der betroffenen Partner nicht wusste, dass es sich um seine Hochzeit handelt. Zum Beispiel eine Jacke, wo irgendwie auf der Innenseite noch irgend so ein Fach hat, wo nicht jeder weiß. Aha. Ja, aber so Das kein ist- Gäste. Genau, so. Sogenannte Keimfächer. Ja. So eine, wie meine Tasse auch hat. Sag einfach, dass es falsch ist, dann ist gut. Nein, es ist falsch. Das Was? darf Nein, es ist falsch, ja. Nein, es ist falsch. ja komisch. Oh. Redet Ja, so viel es ist Scheiß der mit aber dass mein Kind überfordert war. Und dann eine gute Lösung sagen. Nein, es ist falsch. Was für ein Geheimnis? Oder was haben wir denn vorher mit deinem Geheimnis gemacht? Dann hat die ein Geheimnis gehabt, zum Beispiel, keine Ahnung. Ja, mit Geld verdient, je nachdem, wenn man ein wichtiges Geheimnis weitergegeben hat. Also zumindest wenn es jetzt, es ist ja nicht aus der Fabrik, dann nicht. Nein. Aber je nachdem kannst du Vor allem- Geld verdienen mit Geheimnis. Was hat der? Also, Flippi gesagt.
Die Frau hat den Mann betrogen. Mit? Mit jemand anderem. Da heißt nicht andere Frau gehabt. Oder andere andere Schatz Frau. gehabt. Ja, ein anderer Schatz. Oh, warte, wie haben wir das festgestellt? Ich vermute mal, die Irgendwie- besagte Frau hat Liebesbrief im Nähkästchen gehabt. Und somit kommt das Sprichwort aus dem Nähkästchen plaudern, also Geheimnis weiterverzählen. Und die Antwort, die ist komplett richtig. Woo! Genau. Es kommt von dort. Frauen früher haben vor allem Geheimnis oder geheime Sachen, viele in den Nähkästchen versteckt gehabt. Und weil dort eigentlich keine andere, bis auf sie selber Zugriff gehabt hat, heisst das, die aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn man dort raus was erzählt oder mal irgendwer was herausfindet, Gesundheit. Gesundheit. Danke. Ich wollte lange nicht erzählen. Sorry. Ich merke, hier ruf was erzählen, das ist nicht spannend. Das ist spannender, Ah ja, das ist es ist gut, spannender, wie ich da meinen coolen Vogelliederzimmer baue, den ich auf Ohr geschrottet habe. Doch, es ist schon spannend gewesen, aber das Nüsse kann ich nicht unterdrücken. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war lustig gewesen. Ich hoffe, es hat... Moment, so ein bisschen lustig Danke gewesen. fürs Zuschauen und vor allem danke für die Arbeit von dir, Purzel. Ja, aber Ja, wirklich voll. Mühe, wirklich jahrelang müssen wir daran studieren, um wirklich gute Witze zu hauen auf meine Tasse. Nein, aber wirklich cool, dass ihr dabei gewesen seid. Und jetzt mal auf eure Faxen machen. Nein, das ist ein Flügel abgebrochen. Vogel. Nein. Oh. Wie lange geht's noch? Er hebt wieder. Also wirklich? Dann jetzt lass es Flippi will ins Bett und ich auch. Gibt so einen Vogel dazu, genau. Und Debbie auch, wir sind müde. Unsere Zuschauer genauso. Also, vielen Dank an Flippi und an Debbie, die es nicht interessiert, wenn wir bedanken. Ja. Ja, Ich danke. hätte es wirklich nicht, dass ich mich mich auch voll bedanke. Komm jetzt. Sei die wahre Frage ist eigentlich, warum ist beim Flippi hinten dran pink? Im Hintergrund. Das ist nicht die Es wahre tut die Frage. Farbe ändern. Moment. Von dunkelpink zu hellpink. Ja? Ist es Ach so. besser? Von einer schüren Lila. So besser? Purzel. Magst du dich an Sonntagabend erinnern? In Zürich. Ja. Hat sich so ein Gebäude gehabt auf der anderen Seite vom Hallenstadion, vom Stadion. Von Flippi ins Haus. Hättest Ja. du gewusst? Der wohnt gar Das nicht ist irgendwo an der Ende von der Welt verschießen, sondern der wohnt in Zürich. Jetzt wisst ihr's. Ja, wir Scheiße. haben ihn gefunden. Das einzige Jetzt hat er gerade Ding. öffentlich die Adresse im Internet preisgegeben. Da. Nein! Zürich ist ja so klein. Wir müssen nur das letzte umgehen. Der einzige Punkt, wo pink lustig ist, im Flip ist das Haus. Genau. Ich tue jetzt meine Identität ändern. Hallo. Er ändert einfach keine Farbe. Das ist einfach grün und nicht mehr pink. Das ist blau. Wie jetzt eine Frau. Gell? Was? Was hast du gesagt? Sag's nochmal. Ich bin jetzt Ich bin jetzt eine Frau. Alles Ich will klar. nicht mehr hören. musst du das Aussehen ändern. Da. Schon noch, ja. Ich möchte mich mal bedanken beim Flip und bei der Debbie, dass sie dabei sind. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ja, danke vielmals für das Vielen Machen. Lade gerne wieder mal ein, wenn ihr euch dafür einladet, macht einfach mal. Für ein weiteres Quiz. Ja, Ja, Ja. vielen Dank Ja. an Wires, ich darf hier moderieren. Ich danke. hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Weil, Danke wenn ich schon mal gehört, dann darf ich spoilern, mach's einfach mal.
am Valentinstag gibt es auch ebenfalls eine weitere Folge von Total Genial. Da auf dem Freibisch-Kanal von der Schweiz. Der beste ist mein Kanal, der wo die geile Tassen gibt. Okay. Ich habe mich gefreut, ich durfte auf dem einzigen Kanal, was es aus der Schweiz gibt, ohne dass man irgendwo was muss zahlen, durfte seine Tassen verkaufen. Ich danke jedem Mal da außen vielmal allen Zuschauern, die dabei sind. Danke mal alle, die dabei sind, alle, die dabei sind und nicht offen sind. Danke auch vielmal, dass das Watchtime hochgehalten, alle, die dabei sind und wach sind. Auch vielen Dank, dass sie wach sind und die wach worden sind. Super. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend noch, oder einen schönen Tag morgen oder was auch immer ist. Viel Spaß beim Tassen kaufen. Tschüssi und wieder schauen. Tschüss. Hey Mädchen, komm mit mir ab Brienzersee. Dort wollt ihr dich küssen und noch mehr. Und wenn wir dann erwachen, du und ich, dann bleibst du dann für immer, ma chérie, ma chérie. Ja, la, la, la. Hab ich dich fest in meinem Arm, wird's mir in meinem Herz so warm. Schau ich in deine Augen rein, weiss ich, du bist mein Schätzchen. Oh, hey Mädchen, komm mit mir ab Brienzersee. Dort wollt ich dich küssen und noch mehr. Und wenn wir dann erwachen, du und ich, dann bleibst du dann für immer, ma chérie, ma chérie. Ja, la, la, la. Das mit dir, das fühlt sich an, so wie ich es noch nie hatte. Ich weiß, es wird für immer sein, weil du bist mein Schätzchen. Oh, hey Mädchen, komm mit mir ab Brienzersee. Dort wollt ich dich küssen und noch mehr. Hey Mädchen, komm mit mir ab Brienzersee. Dort wollt ich dich küssen und noch mehr.
Schatz nimmt das Fernsehkästchen und sagt, ich bin dran im Fall. Ich sage, Liebste, schau die Schweizer Nazi, die spielt heute im Final. Schon vor Wochen habe ich ihr